Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Die akademische Viertelstunde ist vorbei. Leute, Leute. Grüß euch, Servus und habe die Ehre. Scheiße. Man sollte in der Software einfach mal auf Live gehen drücken, dann funktioniert das alles. Wir haben jetzt 22:18 Uhr und seit 18 Minuten rede ich mit euch. Herzlich willkommen beim Late Night Talk. In meiner neuen Bleibe, das erste Mal hier aus meinem neuen, Studio, aus meiner Wohnung. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ist es geil? Das ist ja wieder richtig geil. Mea culpa, entschuldigt bitte. Ähm, Ich habe jetzt wirklich 20 Minuten mit euch gesprochen. Wirklich 20 Minuten. Aber jetzt funktioniert's. Ich kann sehen, Gott sei Dank. Mein Gott. Man sollte einfach wieder ein bisschen Übung haben. Aber es wird das Format jetzt wieder öfters geben. Jetzt kommt Werbung. Ja, da kann ich nichts dafür. Ähm, ja, Micha, jawohl, super. Entschuldigung, ähm, ja, ja, definitiv, ja, ist definitiv kopiert, also es war so gewollt. Also nochmal herzlich willkommen. Andreas, Micha natürlich, Stoppschild. Ich habe dich angeschrieben, ob du dabei sein willst. Wen haben wir denn noch vergessen? Andreas, Rheingau haben wir noch, Andreas aus Rheingau und Christian He. So, jetzt kann ich wieder von vorne predigen. So, also wie gesagt, das mit der Werbung, YouTube erhöht er jetzt seine Premierepreise, habe ich gesehen, von 7,99 € auf 12 €. Finde ich ganz schön gewagt, den Sprung, aber naja, da ist er ja. Grüß euch. Ich fange jetzt einfach von vorne an. Also vorbereitet habe ich jetzt nichts Großartiges. Wir können reden über dies, das, Leberkas, über alles, was uns so bewegt. Ich erzähle euch, was mich momentan so bewegt, was mir passiert ist. Ein Thema habe ich schon vorbereitet, das können wir uns dann zusammen anschauen. Ich werde das Format jetzt wieder öfters machen, wenn der Stream soweit funktioniert, also wenn man auf Live gehen natürlich drückt. Bei mir vor 12 auf 14. Ihr könnt mir später helfen. So, jetzt pass auf, da brauche ich eure Hilfe. Und zwar wieder das Mikrofon. Und das Mikrofon hier, ich zeige es euch zum zweiten Mal. Das habe ich von der Imagine World von Zoom damals bekommen. Noch nicht so lange her, letztes Jahr von der Messe. Und wir könnten später mal ausprobieren, welches von der Tonqualität angenehmer ist. Da bräuchte ich aber eure Hilfe. Also erinnert mich dran, wenn ihr dann später Bock habt, könnten wir das mal zusammen ausprobieren. Benutze einfach Brave, dann hast du keine Werbung. Ja, gibt so Programme. Vielleicht hätte die Werbung ausschalten sollen. Gut, ich merke mir das. Nächstes Mal schalte ich einfach die Werbung äh, aus. Ich glaube, das nervt dann wirklich mit der Werbung. So, also, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Ich habe mir von meiner Schwester einen Metalldetektor ausgeliehen. Wollte ich schon mal machen, habe ich total spannend gefunden. Und da sind der Jonas und ich los und haben nicht gewusst, wo wir suchen sollen, weil das ja gar nicht so einfach ist, da zum ähm, Suchen, dass man suchen darf. Da sind wir auf die Idee gekommen, hey, wir könnten so die Spielplätze, die Sandkästen mal abschauen. Und nachdem er immer Videos machen will, die ein bisschen lustig sind, habe ich so eine coole Idee gehabt. Und zwar habe ich da so einen voll coolen Totenschädel, der schaut richtig böse aus. Schaut's mal her. Und dann wollte ich das so als Spaß, als Intro oder so machen, dass ich den praktisch im Sandkasten vergrabe und gehe da so mit der Sonde drüber und finde den nicht. Stelle mich total blöd an und suche ihn die ganze Zeit. Und dabei schaut der Totenkopf raus und ich finde das nicht. Naja, gut, das war eigentlich so der Plan vor 2 Wochen. Wir sind dann los. Es war der erste schöne Tag wieder auf den Spielplatz. Und der Spielplatz war voll von Einjährigen bis Zweijährigen, Dreijährigen, Vierjährigen, Eltern, bla bla bla. Naja, wir haben uns da nicht stören lassen. Haben sogar einige Münzen gefunden, unter anderem sogar einen Alpendollar, also 'n Schilling, war total cool.
Und dann sind schon die ersten Kinder gekommen: „Was macht ihr da? Was macht ihr da? Was ist das?“ Sage ich: „Ja, wir, sind auf Schatzsuche, wir suchen Schätze.“ War schon mal 'n Riesenfehler. Es war schon mal 'n Riesenfehler. Innerhalb von 10 Minuten haben wir ungefähr 10 Kinder, also eigentlich alle Kinder, die aufm Spielplatz waren, um uns herum gehabt. Jeder ist mit seiner Sandschaufel gekommen und hat da zum Buddeln angefangen und, ich war dann eigentlich bloß so genervt. Wir haben da 'n paar Videoaufnahmen so nebenbei gemacht. Müssen wir natürlich mal schauen, dass wir nicht die Kinder, die Schwarzen mit drauf gehabt haben. Und dann wollte ich das eigentlich mit dem Totenkopf machen und im letzten Augenblick ist mir eingefallen: „Markus, wenn's du das jetzt machst, wenn's du da jetzt einen Totenkopf, der so gruselig ausschaut, im Kindersandkasten vergräbst, du hast Trauma. Du hast Trauma, du hast schreiende Kinder, du hast wütende Eltern, Polizei, SEK. Oh, im letzten Augenblick habe ich gedacht: „Ne, das ist zu gewagt. Das mache ich jetzt nicht.“ Die, glaube ich, verstehen da keinen Spaß. Ich habe das dann wirklich sein lassen, aber so ist es, wenn man, einfach was Lustiges machen will und erst mal glaubt, die Idee ist cool und dann im Nachhinein denkt man sich so: „Ne, Gott sei Dank nicht gemacht. Gott sei Dank nicht gemacht.“ Ja, deswegen hat's kein Videogame. Du trägst eine Donald Trump Kappe. Gute Idee, Markus, ich unterstütze dich. Äh, ja, das ist mir schon öfters gesagt worden. Und das Lustige ist, ich habe das dann leider zu spät erkannt. Also, ich bin dann auch schon da angesprochen worden drauf und es stimmt wirklich. Es schaut wirklich danach aus. War aber keine Absicht. Rot-Weiß sind so die alten Colors, die ich liebe und, ja. Vielleicht hat's der Trump ja von mir geklaut, der orangene, äh, Präsident. Da sind wir eh schon beim nächsten Thema, was mich momentan beschäftigt. Jetzt muss ich euch echt mal was nachfragen. Jetzt muss ich euch was nachfragen. Schaut ihr Weltmeisterschaft? Also, ich bin ja eigentlich gar kein Fan. Fußball, ich hasse eigentlich Fußball. Und wie die Weltmeisterschaft so in Deutschland war, ja, man hat's ja schon ein bisschen mitgekriegt von die Kinder, wenn die Fußballfans sind. Ja, aber dieses Mal Weltmeisterschaft, der Andi schaut auch keine WM. Ne, ne. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, ihr seid Fan, fliegt nach Amerika, was 'n Haufen Geld kostet. Die Tickets sollen Geld kosten ohne Ende. Der Christian schaut WM, okay. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nix in die Social Medias falsch gepostet habt, dann dürft ihr gar nicht einreisen, was man so hört, wenn da irgendwie was Kritisches ist. Dann die Transferstrecken sollen ewig weit sein. Dann ist es in Mexiko, oder? Und dann ist es in Amerika und in Kanada. Aber das Kanada auch? Weiß das nicht mehr. Ich glaube, Kanada auch. Jetzt stellt dir vor, ihr seid so eine Woche drüben und wollt die Spiele anschauen. Es ist ja 'ne Weltreise. Also, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn die Weltmeisterschaft vorbei ist, ob das wirklich so ein toller Erfolg da drüben war oder nicht. Also, ich glaube, die Amerikaner kennen halt das Fußball einfach gar nicht. Müssen wir mal schauen, wenn der Stevie vielleicht online kommt, der kommt ja aus Portland, Oregon, vielleicht beehrt er uns, dann könnten wir den ja mal nachfragen. Aber da kommen wir jetzt zu dem anderen witzigen Thema und zwar habe ich die Netto-App. Total cool, Netto-App, so Punkte sammeln und da gibt's Sachen gratis und da ist gestanden: „Hey, Markus, wenn du für 30 € einkaufst“, jetzt mal schnell einen Schluck trinken, Entschuldigung, Kaffee natürlich. Also, wenn du für 30 € einkaufst, bekommst du ein WM-Sportsackerl, also Turnbeutel. Denke mir, das ist cool. Fährst zum Netto, kaufst für 30 € ein und habe ich da reinmarschiert und habe für 30 € eingekauft. Ich hätte gar nicht so viel gebraucht, aber dann, ja, Getränke und bla bla bla, dass ich wieder auf die 30 € komme. Und dann habe ich wirklich ein Sportsackerl gekriegt. Das zeige ich euch. Stolz wie Oskar, weil ich mir gedacht habe: „Ah, von der WM, das schaut's her, richtig cool. Fan of the Match, Sportsackerl, richtig cool.“ Und zwar ist es ganz offiziell, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, mit Hologramm, mit Logo, offizielles Produkt des Deutschen Fußballbundes, hergestellt in China. Genau, schaut's her. Offizielles Lizenzprodukt. DFB
Sportbackerl Beutel. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Schaut euch das an. Fan of the Match. Und jetzt hast du da riesenfett die Netto-Werbung drauf. Cool. Und dann schaue ich noch mal genauer hin. Dann steht unten Ernährungspartner der Frauennationalmannschaft. Super. Jetzt habe ich ein Sportsackerl von der Frauennationalmannschaft. Wenn es jemand haben will, schickt mir die Adresse. Wenn jemand Fan davon ist, ich schicke es euch gern. Einfach anschreiben. Brauche ich nicht. Jetzt haben wir da Frage. Cool. Fragen sind cool. Markus, was war deine erste analoge Kamera und welche war deine Lieblingsanalogkamera? Wow, meine erste analog. Doch, das weiß ich. Das weiß ich sogar. Und zwar war die von Agfa und das war die Pocketkamera zum Aufschieben mit so einer ganz geilen Metallkette. Die hat sich angefühlt wie so eine Schlange. Die hast du auseinandergeschoben, dann hast du oben so einen roten Knopf gehabt und dann hast du und dann hat's so Blitzwürfel gegeben, was wir oben drauf schrauben haben können. Und da habe ich hin und wieder, fotografieren dürfen damit. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Die gibt's immer noch. Die gibt's immer noch. Das war, glaube ich, eine Agfa. Und die Lieblingsanalogkamera habe ich gar nicht. Ich habe jetzt zum Digitalfotografieren angefangen mit der Nikon und analog vorher habe ich leider nie gemacht. Was mich interessieren wird, das wären die alten, die gibt's ja wieder. Da möchte ich euch auch die Imaging World in Nürnberg jetzt, empfehlen. Im Oktober ist die wieder. Ähm, Ritsch, Ratsch, Klick, ja, genau, genau. Also, das sind Kindheitserinnerungen, krass. Also, auf der Imagine World gibt's einen ganz 'n tollen Stand, und zwar sind das Berliner Jungs. Da habe ich sogar, glaube ich, hier das Logo drauf. Das war von letztem Jahr. Ne, nicht hier. Ich glaube, das war das. Analogfotografie Berlin, hier. Und sag's, so die alten Kameras mit Fotoplatten bloß auf modern gemacht und das würde mich richtig interessieren. Das würde mich richtig interessieren. Genau. Ähm, Habe ich der Kassiererin für ihre Kinder gegeben. Ah, die Tasche meinst du? Ja, also wenn jemand die tolle Tasche haben will, wie gesagt, sie ist hochwertiges Material, also wirklich klasse mit Schnürl dran, original DFB-Logo. Wenn es jemand haben will, ich schicke es euch wirklich gern. Ist gar kein Problem. Mit Postkarte sogar. Der Jens hat 'ne Frage. Oh Gott. Markus, erzähl uns doch mal deine Version, warum du nicht mehr bei Uwe Wrocławski warum das mich dann nicht mehr sieht. Das ist ja schon um Gottes Willen, das ist ja, glaube ich, schon 2 Jahre her. Äh, ja, du, manchmal ist es so, Freunde kommen, Freunde gehen, ist einfach so, man streitet sich, es passiert irgendwas, dann ja, ich weiß nicht, es ist einfach so. Also, man arbeitet zusammen, man hat Spaß zusammen, dann kracht's halt mal, dann passiert irgendwas, dann kommen vielleicht ein paar unfaire Sachen von beiden Seiten natürlich, wie es im Streit ist. Und dann geht jeder seinen Weg. Das ist ganz normal. Ganz normal im Leben ist es so. Also, bin da nicht nachtragend oder boykottiere den, 'n Uwe oder so. Also, kein Problem, ist so. Äh, Ich sage immer so, das hat ganz ein toller Mensch gesagt, kennst du vielleicht K-Man aus Essen. Der hat gesagt: „Deine Lebenszeit ist einfach zu wenig, dass man sich, irgendwie großartig aufregt und da im Streit irgendwie dafür ist das Leben zu kurz.“ Also, ich hoffe, ich habe die Frage damit beantworten können. Wie gesagt, alles gut und, ja. So, jetzt hat sie total aus dem Thema rausgebracht. Das ist ja Wahnsinn. Die Agfa Pocket Kamera, ja, ich glaube, die Agfa Pocket Kamera, ich glaube, die hat jeder irgendwie gehabt. Also, die ja, aber es hat dann angefangen mit der Digitalfotografie. Das habe ich dann eigentlich schon, recht früh gemacht. Das waren dann Digitalkameras. Das waren solche riesigen Apparillos mit keine Ahnung was für Auflösung. Ja, irre, irre.
Und dann hast du wirklich überlegt, die Filme, jedes Foto, war natürlich teuer und dann hast früher die Fotos haben wir immer zum Schlecker gebracht. Schlecker gibt's leider auch nicht mehr. Und das war schon irgendwie toll. Du hast es dann deine Filmdosen da rein, dann hast gewartet und dann jedes Mal, wenn du mit der Mutter beim Schlecker warst, hast geschaut, ob die Fotos schon zurückgekommen sind. War irgendwie anders. Anders und schön, aber ja, ist halt so, keine Angst, falsche Taste gedrückt. Aha. Ja, die Pocket war doch die mit den Vierfach-Blitzwürfel. Ja, genau, das waren so kleine Kastel und das war so Plastik, wie Gummispiel damit. Das waren 2 Stecker, die hast draufgesteckt und dann bei jedem Mal tschick, tschick. Das waren 4 Blitze waren das. Also, auf der Imagine World sieht man die auch noch. Da stellt er das Fotomuseum aus von Nürnberg und da kann man sich noch die richtig alten Kameras anschauen. Und da waren schon einige Kindheitserinnerungen, mit dabei, kann ich wirklich, empfehlen. Ich weiß nicht, wer geht denn von euch auf die Fotomesse? Jetzt war das komische Lapadou-Dings da in Duisburg, was mir zu weit weg ist, definitiv. Aber die Fotomesse in Nürnberg, die zweite, die könnte, glaube ich, recht interessant sein, haben sich schon einige Leute angesagt. Also, da bin ich schon, gespannt, ja. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt und jetzt sind mir die ganzen vorbereiteten Bilder weg. Das ist natürlich super. Und zwar wollte ich euch eigentlich hier ein Foto zeigen. Und zwar, was ich total okay, wir fangen einfach von vorne an. So, zack, schaut's mal her. So eine habe ich noch geerbt von meiner Mutter, die musst du unbedingt aufheben, die ist Kult, die ist Kult. Schaut's mal, der Alpenverein Warn vor Schnee am 12.06., also Mitte Juni. Merkst es gar nicht klamm, gell? Oberhalb von 2000 Metern liegt in den Bayerischen Alpen wieder Neuschnee. Wege sind rutschig und Sicherung eingeschneit. Der Deutsche Alpenverein empfiehlt, Tourenziele sowie Ausrüstung anzupassen. Also der Hochfällen bei mir vor der Tür, der hat 1670 Meter und der ist ungefähr seit 3 Wochen schneefrei. Also solltet ihr vorhaben, in die Sommerferien da ein bisschen höher rauf zu kraxeln in Bayern auf die Berg, nehmt euch unbedingt bisschen Notfallausrüstung mit. Es passiert leider laufend irgendwas. Ich sehe das immer, weil bei mir die ganzen Rettungshubschrauber immer drüber fliegen, von Traunstein aus in die Berge rein. Wenn es wieder irgendwelche Touristen äh, abholen, genau. Ähm, dann habe ich noch ein Foto, was ich jetzt so gefunden habe. Und zwar, das haben wir gehabt. Wer kennt dieses Foto? Jetzt bin ich gespannt. Das sieht man die ganze Zeit auf TikTok. Ich bin ja auch auf TikTok und ich kann es euch mal zeigen. Ich kann es euch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. TikTok, die Resterampe, also ganz schrecklich. Und da sind die ganze Zeit jetzt Videos vom Hintersee, vom Königssee und ach, wie toll der Andreas, okay, cool. Und ganz schrecklich, ganz schrecklich. Also ich befürchte wirklich, dass dieses Jahr, dass uns die Touristen überschwemmen. Also ich habe da wirklich, wirklich Angst. Der Andreas aus Rheinau kennt diesen Berg. Okay, dann hoffe ich mal, du verrätst uns auch den Namen, also wie er im Volksmund heißt. Also der Berg heißt nicht wirklich so, sondern da bin ich gespannt. Weil dieses Bild sieht man auch die ganze Zeit auf TikTok und die Leute spinnen da total auf dem blöden Berg, der komplett viral momentan geht. Ich will einen Kaffee trinken, Entschuldigung. Wandert mal in Kur. So, das ist der Berg, der ist im Berchtesgaden. Wenn man vom Berchtesgaden rausfahrt, ihr müsst euch vorstellen, Berchtesgaden ist wie so 'n so 'n Tal mit den ganzen Bergen außenrum. Hinten liegt der Königssee. Und das ist, wenn man Richtung Traunstein wieder rausfährt, sieht man diese Felsformation.
und das nennt sich die schlafende Hexe. Hä? Schlafende Hexe? Ja, super, sehr gut. Ja, sehr gut. Da kennen Sie mal wenigstens einer aus, der Andreas aus Rheinau. Genau, die schlafende Hexe ist es. Weil das wirklich so ausschaut mit der Stirn, dann die Hakennase, der spitze Kinn. Gut, den Rest kann ich jetzt auf YouTube nicht erklären, aber tatsächlich, ist die schlafende Hexe. Ist cool. Habe mich echt interessiert, ob das jemand weiß von euch. Nicht schlecht, Respekt. Also, Andreas aus Rheinau, du hast jetzt hier die Fantasche gewonnen. Gibst mir deine Adresse, dann schick es dir. Aber von der Frauenernährungsberatung oder keine Ahnung. Jetzt habe ich noch ein Foto, mitgebracht, was bei uns momentan so, ähm, rund geht. Den Schnee haben wir gehabt, die schlafende Hexe haben wir gehabt. Und zwar, was ich total toll finde, ist das hier. Wildkamera im Brandnertal, Braunbär in Vorarlberg gesichtet, also in Österreich. Finde ich so cool. Schaut her. Also, der Andreas kommt die Tasche abholen, jederzeit gerne. Die Brezen und die halbe Bier geht auf meinen Nacken. Das gibt's bei mir. Ja, in Österreich haben sie einfach mal so 'n Braunbären rumlaufen. Ich finde das total cool. Ich finde so was finde ich immer schön. Erinnere mich so 'n bisschen an den Bruno in Bayern. War 'n bisschen tragisch. Ich glaube, der steht jetzt ausgestopft irgendwo in der Gegend rum. Ja, die lieben Tiere. Ich bin jetzt sowieso fix und fertig. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich muss euch gestehen, vielleicht habt ihr es mitbekommen mit der Walstrandung. Es war abartig. Ich habe 2 Wochen live den Wal zugeschaut. Ich habe das 2 Wochen. Ich habe nichts gegessen. Ich habe so viel Gewicht verloren, deutlich am kleinen Zeh. Es war Katastrophe. Also, ich habe das wirklich verfolgt, der Wal Timmy. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt oder inwiefern ihr das verfolgt habt. Ja, oder auch Hope geheißen. Ich habe den ganzen Rücken mit Hope voll tätowiert und in der Hoffnung, dass er's schafft. Da habe ich auch wieder was Schlimmes angestellt. Ich weiß nicht, ich tritt immer in Fettnäpfchen rein. Ich schaffe das einfach immer. Und zwar hat's da riesengroße Livestreams gegeben. Da waren wirklich einmal 50, 60, 70.000 Leute drin. Und ich bin da auch rein und meine erste Frage, und die war vielleicht gar nicht so böse gemeint, war an den Chat, und ihr müsst euch das vorstellen, 60, 70, 80.000: „Ist der Wal schon geplatzt?“ Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe noch nie so viel Hass abbekommen. Dann habe ich bloß geschrieben: „Ja, die platzen aber, wenn die tot sind.“ Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Eine große Katastrophe für alle Schafzüchter. Ein Gedanke an Sie. Meinst du jetzt, den Bären, oder? Du meinst den Bären, nicht den Wal. Hm, ja, ist, Micha, da gebe ich dir vollkommen recht. Stimmt, wir haben auch das Problem bei uns mit Wölfe. Ist gar nicht so weit weg, nördlich von Traunstein ist wieder, letztes Jahr, Anfang des Jahres, Wolf zusammengefahren worden, Jungtier. Es ist schwierig. Es ist, man sagt immer, es sollte ein Miteinander sein, aber der Wolf ist ja wirklich schlau und dann Zäune aufbauen, und der Wolf, der reißt ja oft nicht nur ein Schaf, mit Pech rennt der durch und du hast am nächsten Tag einige Kadaver da liegen. Ist ganz ein schwieriges Thema. Ist, ja, glaube, es ist immer so, wo sie Natur und Zivilisation treffen, gibt es immer Reibepunkte und, ja, auf der einen Seite, der Wolf ist bei uns eigentlich ausgerottet worden. Aus dem Grund eben, jetzt kommt er wieder, jetzt gibt es natürlich Probleme. Ist auch mit den Bären natürlich so und, ist schwierig. Aber jetzt zu dem Walfisch, also wie gesagt, vielleicht hat es jemand mitbekommen. Mir hat das total beschäftigt. Also nicht, ich habe mir das wirklich angeschaut, was das alles abgegangen ist. Entschuldigung. Ich war am meisten belustigt eigentlich von den ganzen Tierschützern. Also wirklich, die, was sie da Hope und Timmy tätowieren haben lassen und KI-Songs und geheult haben und ins Wasser reingesprungen sind und mit dem Wal
mental Kontakt aufgenommen hat und keine Ahnung. Ey, es war schrecklich. Es war also, ich denke mal, die Menschheit wird immer dummer, oder? Die wird immer dummer. Dumm und dümmer. Also, ich bin ja auch viele Jahre im Tierschutz gewesen, also Jahrzehnte. Und ich habe das einfach nicht verstanden, warum kann man nicht Gnade zeigen oder wieso haben wir das nicht machen können? Wir können ganze Städte wegbomben. Ja, aber das haben wir nicht geschafft. Ja, und was war das Ende vom Lied? Jetzt haben sie ihn doch aufgeschnitten. Also, das Waldthema war riesengroß. Ich habe es nicht mehr sehen können. Also, das war alles voll YouTube, TikTok, Instagram, nur noch Timmy, Timmy, Hope, Wall. Ja, also das war der Bär. So was freut mich. Wenn er Abstand natürlich zur Zivilisation hält, weil das wäre natürlich schlecht für beide Seiten irgendwie. Schau mal, vielleicht habe ich noch 'n Bild für euch. Ach ja, hier kennt's ihr auch, wenn's ihr Timmy wird von ja, ja, das wissen die Leute nicht. Das war schrecklich. Also, nochmal, um auf den Wal zurückzukommen. Die Wale sind ja nicht wegen dem Fleisch gefangen worden, sondern aus denen ist Lampenöl gemacht worden. Allein wenn man schaut, in England damals 19. Jahrhundert, Walfang war ein riesengroßes Thema auch in Deutschland. Da ist Lebertran draus gemacht worden und Lampenöl. Da hat es keinen Strom gegeben für die Straßenlaternen. Das war alles Walöl. Also, am coolsten war ja der eine Typ, der da am Strand gestanden ist mit seiner Fischsemmel. Das der war lässig. Der war lässig. So, zu Sprit, ja. Noch was für Leute, die es kennen, die vielleicht da mal in der Gegend hier sind, und zwar die Wimbach-Klamm, ganz bekannt, ganz bekannt. Stellt euch vor, die ist, jetzt bis 15. Ja, wegen akuten Steinschlag, gesperrt, Lebensgefahr und Betreten verboten. Das, wird bei uns immer mehr. Es wird bei uns immer mehr. Wir haben ja jetzt da am Hintersee erst, letztes Jahr einen großen Abgang gehabt, wo der mit seinem Handy gefilmt hat und ist dabei ja verletzt worden. Den Weg dann jetzt momentan reparieren, habe ich soweit mitbekommen, natürlich bevor die ganzen Touristen kommen. Und es sind laufend bei uns irgendwelche Steinschläge. Und ich wollte dir das bloß zeigen, wenn wenn's wirklich bei uns Urlaub machen solltet und da auf die Touristenpfade so unterwegs seid. Es kann jederzeit einfach irgendwas passieren und ihr könnt's halten von der Klimaerwärmung, was ihr wollt, aber es ist teilweise schon auffällig, was da momentan an massiven Gestein da runterkommt. Also, da rührt sich einiges. Hast du noch Kontakt mit Sven Klügel? Ja, Jens, mit Sven Klügel habe ich Kontakt. Nach wie vor, genau, mit dem Svenny. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der momentan streamt, weiß ich gar nicht. Müssen wir nachschauen. Mal gucken. Sven Klügel. Sven Klügel, wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Pixel Gotti. Äh, ja, wo haben wir ihn jetzt halt? Normalerweise kriege ich immer Nachrichten. Okay. Keine Ahnung, ich finde ihn jetzt gar nicht. Ach, vielleicht auf Communities. Mhm. Ne, auch nicht. Also doch, mit dem Sven habe ich nach wie vor ganz normal Kontakt, über Instagram und sollte sich auch nicht ändern. Genau, dann hoffen wir, die Frage haben wir auch beantwortet. Sven ist im Urlaub auf der Île d'Oléron. L'Île d'Oléron, okay. Ja, der hat's ja so schön. Der Sven Klügel hat's richtig schön. Also, der liegt ja so schön da Richtung, Elsass, Richtung Frankreich, Straßburg. Straßburg ist so eine schöne Stadt. Und da den beneide ich immer wirklich, weil das ist klasse. Also, das Eck ist wirklich total schön, war es. Und das sage ich aus dem Touristennest, gell? Also,
Heute hat er keinen Stream. Ach so, wäre der heute am Stream gewesen. Oh, dann habe ich Glück gehabt, dass er da nicht gleichzeitig war. Das mag ich eigentlich nicht. Auf alle Fälle, hat der Sven da wirklich Riesenglück, dass er da, in Frankreich so schnell ist. Und der macht doch immer jetzt pass auf, der hat doch jetzt immer so Talkrunden gemacht mit'm Mirko Reichelt. Lass mal schnell schauen. Ich glaube oder so heißt doch der. Der ist da mal dann an YouTube gegangen und so, Sven Klügel, da haben wir ihn ja freilich, klar. Sven Klügel. Reinhold, ja genau, genau, Reinhold. Vor 16 Stunden Real Talk Fotografie, genau. So nennen das immer. Das schaue ich mir hin und wieder mal an, aber ich kann jetzt leider nicht immer alles anschauen von allen Leuten. Marco Reinhold. Sehr schön. Dankeschön, Chat. Ja, ihr wisst es halt. Der Andreas wohnt direkt am Rhein. Ja, Rhein ist ja, ich weiß nicht genau, wo Rheinau ist. Der Rhein ist natürlich lang. Der kann du kannst an der Quelle wohnen oder am Ende irgendwo im Ruhrpott. Also Rhein ist auch spannend, aber Rhein fällt jetzt mir einfach was fällt mir da ein? Rhein, Loreley. Das ist das Einzige, was mir so zum Rhein einfällt. Schifffahrt, trockener Rhein, genau, dann jammern sie wieder im Sommer und Menschen, die ertrinken, weil die da schwimmen gehen. Ach, bei Straßburg, ja, das ist cool. Was, der Marco Reinhold ist Influencer für OM System. Der Marco Reinhold. Schmarrn, der hat doch, also wie ich den das erste Mal geschaut hat der 50 Abonnenten gehabt. Jetzt muss ich nachschauen. Jetzt, Jens, jetzt müssen wir googeln. Marco Reinhold, Influencer. Ah ja, ja. Ach, den habe ich sogar abonniert. 564 Abonnenten und ist Influencer für OM System. Ah ja, ich verstehe. Mhm. Ah ja, okay. Definitiv. Ja, gebe dir recht. Wir könnten ja mal schauen, ich kann es euch ja mal zeigen, wenn ihr mal Bock habt, jetzt pass auf, ich schaue mal, ob ich das schaffe. Ich kann euch mal zeigen, wen ich so abonniert habe. Das mache ich jetzt. Ich zeige es euch mal. Wobei ich sagen muss, ich habe 2 Accounts. Ich habe hier zum Beispiel, gestern 'ne coole Nachricht gekriegt. Passt auf. Weil ich habe das alles vorbereitet. Dann habe ich einmal falsch gedrückt und jetzt ist das so. Und? Ja, komm her. Schaut's mal. Ich finde das so geil. 125.000 Views geschafft am 11. Juni. Total witzig. Wollte ich einfach mal sagen, weil so 'n bisschen stolz ist man dann schon hin und wieder, gell? 125.000, ja. Wobei das gar nicht so viel ist. Ich habe auf 'm zweiten Account, ähm jetzt passt's auf. Das ist ja 5 Jahre. 5 Jahre ist es jetzt her, dass ich mit dem Kanal YouTube mache. Hätte jetzt eigentlich gar nicht vermutet. Aber ich mache schon länger YouTube. Und zwar, schaut's her, das ist mein erster Account gewesen. Und zwar seit 2007 bin ich bei dem Verein. Und da sind's fast 1.500.000 Aufrufe gewesen. Ja, echt verrückt. Seit 2007. Da war YouTube noch richtig anders. Da war keiner Influencer für OEM Systems. OEM System schickt ihn auf Messen, um Werbung für OEM System zu machen, aber in seinem Herzen ist er ein Leica-Fan. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, Leica. Leica ist ja Kult, gell? Also Leica, boah. Oh, meine Kaffeemaschine. Die Frage ist ja, Leica-Kamera kostet halt verdammt viel Geld, gell? Aber Leica ist schon. Leica wird mir gefallen, Hasselblad. Das werden die 2 Traumkameras, definitiv. Ja, tada.
Seit wann endet der Rhein im Pott? Der fließt doch in Niederlande in die Nordsee. Ja, du, Andi, keine Ahnung. Der Rhein, der fließt bei mir komplett durch 'n Pott irgendwo und fließt dann oben irgendwie, ja, da bin ich der Rhein im Pott. Am Pott vorbei. Hakuza. Ähm, genau. So, also, wenn's ihr wollt, kann ich euch mal zeigen, ähm, wen ich so abonniert habe. Vielleicht kennst du den einen oder anderen und vielleicht sagst: „Oh mein Gott, wie kannst du nur?“ Und dann sage ich: „Keine Ahnung.“ Ich zeige euch das einfach mal. Ist ja kein Geheimnis. Hier mal rüber. Zack. Und wo haben wir's jetzt? Machen wir so. Ne, das sind die Fotos. Das ist falsch. Augenblick. Kauf gebraucht. Du findest eine Leica SL gebraucht zum Preis einer Nikon Z. Okay, eine Nikon Z. Ja, muss ich echt mal schauen. Gebraucht ist immer schwierig mit Garantie und so, ja. Ja, Leica wäre schon ah, und dann mit der Leica Streetfotografie machen. Das wird doch genau passen. Das wäre doch genau das Richtige, oder? Dafür ist doch Leica da. Die Leica hat so einen tollen Ruf. Ähm, Ihr braucht's ja gar nicht den Schmarrn jetzt einreden, gell? Bildschirm stoppen. Moment. Ich baue jetzt hier den Link mal noch mal ein, wenn jemand mit dabei sein will. In der Zwischenzeit versuche jetzt noch mal hier Bildschirm teilen und zwar diesmal den richtigen und zwar den hier. So, jetzt hat das geklappt. Dann kann ich euch das nämlich einfach mal zeigen. Marco Reinhold. Da können wir nicht zusammen 'n bisschen schauen. Vielleicht kennst du den einen oder anderen. Also, so viel sind es gar nicht. So viel sind es gar nicht, was ich mit dem Kanal jetzt da abonniert habe. Mit dem anderen schon, mit dem anderen schon. Wir haben hier, Glotzbuster, gefällt mir recht gut, so, Sachen, Filme aus 70er, 80er, dann unheimliche Geschichten auf Bayerisch und auf Hochdeutsch. Finde ich a einen total spannenden Kanal. Wer auf so was steht, einfach so als Hörbuch auf Urbayerisch. Dann haben wir hier Dauercamper unterwegs mit Enrico und Martina. Da schaue ich öfters mal vorbei. Dann haben wir hier den Marco Reinhold, der OM-Influencer. Was ist der? Schwerhörig. Osteosklerose, schwerhörig mit 44 und ab sofort mit Hörgerät unterwegs. Ah, Geschmarrn. Krampf. Okay. Komm nicht zum Schauen. Okay, das ist natürlich scheiße. Dann Cayman. Cayman schaue ich ganz gern. Mit dem schreibe ich auch ganz gern privat. Kennt vielleicht auch der ein oder andere. So geht YouTube. Na ja, gut, manchmal hat er einige Tipps. Justin Schmidt, den kennst du vielleicht. Mit dem schreibe ich auch oft einmal privat. Also Drohnen und so weiter. Bei dem bin ich schon ganz lang. Dann, mein Nachbarn folge aus Waging. Dann haben wir hier den hier, da habe ich letztes Mal ein Reaction-Video gemacht, mein erstes, kommt jetzt sowieso noch 'n zweiten. Und den finde ich ja 'n bisschen skurril. Armin Arno. Den finde ich irgendwie skurril und da haben wir eigentlich die Zuschauer von euch haben mich da eigentlich mehr so drauf gebracht nach dem Reaction-Video, was ich gemacht habe. Und dann habe ich den Kanal 'n bisschen genauer angeschaut und das ist genau das, auf was ich gar nicht stehe. Fotos klauen, tu es. Mach nicht diesen Fehler. Ich musste sie kaufen. Die bittere Wahrheit. Ihr hattet recht. Goodbye. Zu viel Kameras, unfassbar. Niemals. Also, ich weiß nicht, ob du den kennst. Die Videos sind jetzt eigentlich nicht so schlecht, aber mein erstes Mal.
extremer Schneesturm. Also ich weiß nicht, vielleicht muss ich meine Thumbnails und Themen auch wieder ein bisschen anders machen, so eher in die Richtung. Na gut, das geht noch, aber in letzter Zeit. Ach, schaut's mal. Kennst du das? So, eine Frage an den Chat. Wer kennt dieses Motiv? Ich hoffe, ihr könnt es so einigermaßen ein bisschen erkennen. Ich zeige euch dann ein Foto, was ich vor 2 Wochen gemacht habe, genau von der Stelle. Jetzt bin ich gespannt, ob wir wieder Profis haben. Jetzt bin ich gespannt. Kann man das vielleicht ein bisschen größer machen? So, was sind wir? Also, wer kennt's? Ich zeige es euch. Tot fotografiert und ich bin jedes Mal da dort, wenn ich Besuch habe. Und wenn man Glück hat, ist der Spot sogar frei. Jetzt passt auf. Mhm. Hier in groß. Jawohl. Da war das Wetter eigentlich richtig schlecht, aber wir sind dann wirklich raus zum Fotografieren mit dem Traumgrafer, der war da zu Besuch. Das war vor 2 Wochen. Und ich habe das so cool gefunden, den Tag, weil es waren wirklich Gewitter und Regenwolken. Und ich finde das immer spannender, wenn der Himmel kontrastreich ist, dunkle Wolken, schwere. Erkennt man vielleicht auch ein bisschen so an meiner Fotobearbeitung dann, dass meine Fotos immer so ein bisschen getrübter sind, dunkel. Und ja, das war ein Schnappschuss. Da war gerade keiner hier auf der Brücke. Normalerweise steht auf der Brücke Hunz und Kunz von China, Korea über keine Ahnung alles. Also wirklich alle Sprachen hast du da. Und in dem Fall war das wirklich mal ein Spot, der frei war. Hat mir gefallen. Also, das ist Ramsau, St. Sebastianskirche. Und ich finde das so schrecklich, weil auf der anderen Seite, wenn man rüberschaut, ist eigentlich der Watzmann. Der Berg wäre eigentlich schöner, aber die Kirche nicht. Warte aufs Hinzufügen. Danke. Grüß dich. Warte mal. Achtung. Zack. Grüß dich. Hallo. Ja, schön. Super. Grüß dich, Andreas. Aus der Nähe von, jetzt pass auf, Frankreich. Am Rhein. Straßburg, genau. Straßburg. Ja, cool. Wir haben jetzt gerade das Foto angeschaut, was ich vor 2 Wochen gemacht habe. Von, wo ist das? Nicht Straßburg, sondern Ramsau in Berchtesgaden. Ja, ich. So, habe ich das hier dazu? So, jetzt sehe ich es auch besser. Okay, jetzt. Wie gesagt, der Spot ist normalerweise immer besetzt. Du hast da auf der Brücke hast du immer, also ich habe da schon Sachen erlebt, wirklich. Da sind schon komplette Reisebusse gestartet. Du stellst dich hin, baust dein Stativ auf einmal kommt ein Reisebus, 50 Koreaner auf der Brücke. Alles schon erlebt. Und dann wartest und dann wartest und dann wartest, bis jeder sein Selfie gemacht hat. Dann kannst du es so ziemlich vergessen. So, jetzt schauen wir. Na, gehst du? Gehst du oder gehst du nicht? Zur Bühne. Mag nicht. Okay, mag nicht. Also, wie gesagt, das ist Ramsau. Dann haben wir Hintersee. Hintersee haben wir momentan ganz viel. Warst du schon mal bei uns in Bayern herunten, Andreas? Ja, ja, in Marquardstein war ich in Chur. Okay. Ja, ist auch ein schönes Ja, Eck. das ist schön, Also, das hat mir gefallen. Ja, also Marquardt Stor. ja. Marquardt Stor. Ja, da Das, waren auch die Preise recht günstig, wenn man dort Urlaub gemacht hat. ja, Marquardstein geht nur. Richtig schlimm jetzt dann richtig Berchtesgaden rein,
Königssee, das sind dann, oder Ja, halt da dann, war ich auch. oder halt dann die andere Seite, Oberstdorf, Allgäu, wo halt dann wirklich die Oligarchen mal Urlaub machen. Das ist dann Mhm. äh, schon ziemlich, ziemlich heftig. So, jetzt machen wir hier beenden, schnell hinzufügen. Hast du auch einen Kanal? Machst du auch Videos? Ich hatte Kanal, aber ich mache noch keine Videos, Ah, weil ich okay. tue mich schwer mit dem Schneiden. Echt? Wie geht denn das? Ich habe das noch nie groß gemacht. Echt? Das geht doch alles Ich habe automatisch. vor 15 Jahren das letzte Mal geschnitten. Echt? Das geht mittlerweile alles automatisch. Ich sag, das macht's. Macht wirklich Spaß, gerade wenn man Fotos macht. Wo waren wir jetzt? Ah ja, hier waren wir. Urlaub. Dann haben wir hier, ach ja, da. Vielleicht kennst du den. Gottschalk Pixelgotti. Nee, denke ich nicht. Kommt vom Bodensee. Der bietet auch Kurse an und so weiter, Fotokurse. Macht wirklich schöne Fotos. Lindau am Bodensee. Ganz ein sympathischer Kerl. Und der kommt auch Nürnberg auf die Messe. Da haben wir uns schon verabredet. Weil ich momentan so ein bisschen dran bin mit den Leuten, die was kommen, so ein bisschen was zusammen zu unternehmen. Straßenfotografie, also den schaue ich auch gerne an. Was haben wir hier? Hey, du hast vergessen, uns zu zeigen, dass du den Derek offizieller Kanal auf abonniert hast. Derek offizieller Kanal? Also Derek ist nicht mehr mein Alter. Da bin ich zu jung. Derek, Derek, Derek war doch Harry vor den Wagen vor, oder? Ich glaube, das war Derek. Horst Tappert. Oh Gott, ich kenne mich ja doch aus. Dann haben wir hier einen Drohnengrafer, den schaue ich recht gern. Mit dem habe ich jetzt vor kurzem ein Kooperationsvideo gemacht. Total spannend, also wenn sich jemand für Drohnen interessiert, nicht bloß der Justin Schmidt, bei dem ich ja ganz lang dabei bin, als Moderator. Drohnengrafer kann ich da definitiv genauso empfehlen. Also wer da mit Drohnen irgendwas mal machen will. Mit was fotografierst du, Andreas? Drohnen Mit gar nicht. Canon. Ich habe die, also ich nicht nur Canon, ich habe die Canon R, Okay? die Canon R7, die Panasonic FZ2000, die OM Systems 6.7 irgendwas, so wasserdichte Kamera. Dann Okay. habe ich noch eine kleine Canon, dann fotografiere ich im Moment viel mit dem Handy. Ja, aha, okay. Und das ist wahnsinnig, was man da noch für Qualität rausholt. Ja. Dann habe ich die Osmo Action 3, 4, 5, 6, Um Gottes Willen. Osmo Pocket 3, was habe ich da noch? Die Insta360 Go 3S, Insta360, die 380-Grad-Kamera, die Dreier müsste das sein, was ich habe. Mhm. Ja, ganzer Stall voll. Immer so ein bisschen Spielerei. Ich bin so ein bisschen techniknah. Und mein neuestes Baby ist die DJI, na, der Gimbal, die 8P Okay. fürs Handy. Das Ding ist wahnsinnig. Also, Das boah, das ist aber der OM6 mittlerweile, oder? ich weiß nicht, das ist, Moment, ich hole mal gleich die Kamera, die habe ich irgendwo da rumfahre. Das Fotografieren ist im Moment ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil ich am Camper rumbastle. Wir haben uns Okay. ein Renault Trafic geholt und den haben wir umgebaut als Camper. Das Moment. ist cool. Dann kennst du vielleicht auch so die ganze Camper-Community. Okay. Also wunderschöne Kamera, stoßfest, wasserdicht, fallfest, kann Jetzt ich pass auf. belasten bis 100 Kilo Okay. und macht schöne Bilder. Hört man meinen Ton eigentlich noch? Ja, Hey, ist cool. So, mit welcher Nikon-Kamera fotografiere ich? Jetzt bin ich gespannt. Jens, ich zeig's dir. Ich bin jetzt extra schnell aufgestanden. Mal schauen.
Und? Kann man es erkennen? Ja, Nikon ist es. Mhm. Nikon Z, was ist das? Z6, Z6 II? Genau. Z6 II und habe das Tamron mit 24 200 mm drauf. Oh je. Nicht Tamron, Hm? Nikkor, Skit. Taucht das was? Ich bin begeistert davon. Ja, Ich also brauche, dann ist es gut. ich fotografiere jetzt seit 2 Jahren. Genau, Z6 II, super, Andi. Das 24er 200, man kann wirklich viel damit machen. Man kann wirklich viel damit machen. Aber ich habe 2 Probleme. Makrosachen, keine Chance. Auch mit Makroscheiben. Da gibt es das Handscheiben, wo man so ein bisschen rumprobieren kann. Ah, die Kannst du Zwischenringe. Genau. Kannst mit so einem Teleobjektiv komplett vergessen. Schaffst nicht. Da brauchst du irgendeine kurze Festbrennweite und dann vielleicht noch mit drauf. Dann, was mich brutal nervt, ist einfach hier, ich mache mal schnell größer hier, Moment. Was mich total nervt, ist einfach die Größe. Es ist nicht unauffällig. Jetzt, wenn ich Straße machen will, du fällst mit dem Ding einfach auf. Ich bräuchte was Kürzeres, verstehst? Sigma, 10 bis 16. Oder 10 bis 18 war das auch. Weil es ist nämlich schon Oschi. Wenn du da auf der Straße stehst, dich schaut jeder sofort an. Dich schaut jeder sofort an. Oder Handy. Ja, aber da brauche ich dann keine Kamera, wenn ich dann mit dem Handy fotografiere. Also das Problem. Okay. Wird aufs Handy mit dem Magnet drauf gemacht. Mhm. Der Auslöser, den kann ich abmachen. Hier ist, wenn ich es aufmache, ein Spiegel und eine Leuchte, wo ich die Lichtfarbe einstellen kann. So Dinger habe ich auf der Imagine World gesehen. Richtig krass. Temu, 12 €. Da machst du Ja. nichts kaputt. Ja, das war auch nicht teuer, aber richtig Ja. coole. Also, die haben Die sind gut. richtige Linsen gehabt, ganze Koffer voll. Du kannst da dein Handy mittlerweile ausrüsten. Ja, Jenseits von Böse. es ist so was für immer dabei, was Kleines. Wenn ich richtig fotografieren will, hole ich meine Kamera. Ja, also sehe ich auch so. Also, wie gesagt, auf alle Fälle 24 200. Du kannst schon viel machen, aber 200 ist mir manchmal zu wenig. Gerade wenn ich so Wildlife-Vögel-Sachen fotografieren will. Dann fehlt mir oft das Weitwinkel, also bräuchte ich einen Weitwinkel auch für Natur-Landschaftsaufnahmen definitiv. Ich mache das dann immer mit so einem Trick, klack, 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 klack und verbinde das halt dann übers Bildbearbeitungsprogramm. Aber mir fehlt auf alle Fälle irgendwas für die Straße, was unauffällig ist, ein Weitwinkel und so ein richtiges Torpedorohr wäre auch mal geil. Wobei da 10.000 € für so 800 mm ist schon. Ja, das brauchst du doch gar nicht. Ja, Für Weitwinkel habe ich Sigma, eben das 10 bis 18, glaube ich, hat das. okay. Lichtstärke 2,8, allerdings ohne Bildstabi, aber bei der Brennweite brauche ich kein Bildstabi und die Kamera hat ja interner. Aber ein Bildstabi, brauchst du einen Bildstabi zum Fotografieren? Ja, wenn du bei Dunkelheit fotografierst, ist es nicht schlecht. Okay. Ja, aber dann hast du normalerweise ein gescheites Stativ, oder? Dass du sagst, okay, gut. Ja, wenn man es dann dabei hat. Stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und für normale Fotografie, also Rumrennen fotografiere, das ist, glaube ich, 16 bis 300 von Sigma. Das hat ein Bildstabi, das macht super tolle Bilder. Okay. Und wenn ich dann ins Tele will und will mein leichtes Gepäck dabei haben, dann habe ich 100 bis 400 von Canon oder es 100 bis 511 von Canon. Boah. Und da tut sich die Hölle auf, ne? Also das ist schon Wahnsinn, das Ding. Allerdings, das 100 bis 500 kostet 3.000 €. Das ist schon eine ganz schöne Happe. Da habe ich 2 Jahre lang dran gespart. Ja, und dann ist die Frage, wie oft benutze ich es? Haut Vor auf allem, ziemlich. es hat ja auch Gewicht. Wenn ich mir anschaue, ich habe letztes Mal, Ja, wie der Michael Ritter da war, habe ich die Z9 in der Hand gehabt. Und wenn der sein 800er Tele drauf hat, es ist schon ein Riesenapparat, gell? ja, Ding das ist kannst du erst mal richtig. rumschleppen. Und dann hast du da mal 20.000 € in der Hand, wo ich denke: „Okay, gut.“ Ja gut, da gibt's ja Alternative.
ist das 150, 600 von Sigma, Tamron und so. Die sind zwar relativ groß, die Objektive, aber die kann man sich noch irgendwo leisten. Es geht noch. Ja, ja. Ja, jetzt habe ich schon überlegt, ob ich vielleicht so mit Adapter und so gebrauchte Objektive ein bisschen rumspiele. Aber ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich wirklich glücklich wäre. Also gebrauchte Objektive, entweder auf der Fotobörse, da habe ich ein paar Vollformatobjektive, teilweise 20 Jahre alt, mit Adapter, die sind gut. Mhm. Und ansonsten Foto Erhard zum Beispiel gibt es gebrauchte, gibt es ja einige Geschäfte, die gebrauchte anbieten. Mhm. Und da hast du dann wenigstens Garantie drauf oder Gewährleistung. Der Händler muss ja ihre Garantie geben. Ne? Das stimmt, ja. Also Weil irgendwas Kleines brauche ich noch. Vor allem auch zum Filmen. Schau her, wenn ich jetzt da mit der Kamera filme, ich habe den großen Ronin-Gimbal. Und der Gimbal, der muss ja bewegen können. Der muss ja bewegen können. Ja. Und ein Gimbal musst du ausbalancieren. Jetzt habe ich vorne natürlich so ein riesiges Objektiv. Jetzt muss ich es relativ weit hinten ansetzen. Ja. Dadurch klemmt der Gimbal oft dann in der Bewegung. Also brauche ich was Kurzes, dass ich den Schwerpunkt anders ausbalancieren kann. Ja, warte mal, ich hole mir gerade das kleine Sigma raus. Allerdings, das ist kein Vollformat, das Sigma. Okay. Das ist APS-C, aber das ist halt das leichte Gepäck. Ja, das ist mit einem größeren Sigma, mit einem 17300. Es geht Ja. noch an der R7. Okay. Und Moment, da haben wir dann auch 1710 oder 1610, was es hat. Das wäre die bessere Größe, genau. Mhm. Und das ist für Street. Das Ding kann alles, das ist super und ist genial von der Qualität. Und vor allen Dingen die Objektive haben so 600, 700 Euro gekostet. Und Das ist nur im Rahmen, ja? ja, wenn ich richtig Vollformat fotografiere will, da habe ich 1740 von Canon, 2405 von Canon, 70-200 von Sigma, 100er Makro von Sigma. Also ja, gut, ich fotografiere hier schon seit 40 Jahren. Ja, das sammelt sich dann einiges an. Ja. Wollte ich gerade sagen, Deshalb bei bin mir ich auch sind noch das bei 2 Canon, Jahre. weil ich Canon schon hatte. Okay. Schon wäre ich längst von Canon weg. Ich Okay. hätte wahrscheinlich Fuji. Echt? Ja, Fuji ist geil. Okay. Oder Panasonic. Panasonic ist fast noch besser. So hat Micro jeder Four die andere. Search, Okay. Panasonic ist klasse. Also zum Filmen sage ich definitiv Sony. Ganz definitiv. Und fotografieren, ja, bin ich leider Nikon-Fanboy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach nö, die Marke ist mir eigentlich egal. Das Bild muss näher was taugen. Und zum Ja. Filmen habe ich so mein Osmo Pocket, Osmo Action. Die Filme 4K, teilweise mein Handy filmt mit 8K. Was brauche ich da? Ja, 8K ist ja abartig. Wer will das mit 8K, ne? Ja. Das schafft mein Auge gar nicht. Ja, das stimmt. Und also, Christian Limanski, grüß dich. Das freut mich ganz besonders, dass du da bist. Wie schaut es denn aus, Christian? Vor 2 Jahren wolltest du dieses Jahr oder nächstes Jahr nicht wieder nach Bad Reichenhall kommen? Christian Limanski, den habe ich auch schon mal in echt treffen dürfen. Ganz ein feiner, netter Kerl. Waren wir auf der Panoramastraße oben, da habe ich sogar noch Fotos, Christian, von Kaiserschmarrn essen. Genau, Christian. MFT 300, 3000 Euro. Nikon 600, 13.000 Euro. Ich glaube, Christian, du hast doch jetzt, das habe ich jetzt mitbekommen auf Insta, die Z9 hat er sich jetzt gekauft. Ich glaube, der Christian ist mit der fetten Z9 unterwegs. Soweit ich es in Erinnerung habe. Panasonic ist besser zum Filmen, meinst? Ja, habe ich auch schon gehört. Ja. Ich weiß nicht. Kann ich schlecht sagen. Aber also wie gesagt, ich habe die FZ2000 von Panasonic, die hatte 1 Zoll Sensor, die macht schöne Bilder. Ist halt 1 Zoll Sensor, aber okay. immer noch bei wenig Licht in Ordnung. Okay. So. Und das ist halt, wenn ich mit ganz leichtem Gepäck unterwegs bin. Ne? Ja, das, was du an Ausrüstung hast, da möchte ich wissen, was mit dir leichtes Gepäck ist. Ja,
Panasonic zum Beispiel, ne? Allein wenn du alles hast, was momentan aktuell bei DJI und Insta zum Filmen ist, dann frage ich mich, warum du noch keinen YouTube-Kanal hast. Sag einmal. Schneide. Es geht nur ums Schneiden. Da tue ich mich noch schwer und die Zeit läuft mir im Moment ein bisschen davon. Wir haben am Haus Terrasse umgebaut, Okay. dass man ein mobiler Wintergarten dran, den baue ich im Sommer ab, dass alles offen ist und im Winter mache ich ihn zu, Okay. dass ich ein bisschen wärmer setze. Und dann eben Camper ausbaue, optimiere, dazu kaufe. Ja, dann bist ja du mit der Camper-Gang auch unterwegs, oder? Ja, Murat? ja. Ja gut, Ah, wir haben bis jetzt noch nicht viel gemacht, aber das kommt jetzt. okay. Mit Murat habe ich mich schon öfters getroffen. Ein ganz Ja, feiner schön. Kerl. Ja, auf alle Fälle. Z8, Entschuldigung, ich meine Z9. Ja, bei Murat und mir hat es noch nicht geklappt. Wir stehen zwar auch privat immer wieder in Kontakt, aber Schwarzwald und Bayern ist halt einfach ein bisschen entfernt. Also Murat bin ich auf alle Fälle. Der ist ja jetzt auch auf TikTok, habe ich gesehen. Irre, also der. Ja, Und, TikTok bin ich noch gar nicht. sei froh. TikTok, vergiss es. Du wirst krank in der Birne. TikTok ist die Resterampe, wirklich. TikTok braucht kein Mensch. Ich bin auf Demo. Was, auf Temu? Ah ja. Super. Bin bei Alibaba. Ja, da war ich früher auch. Ja, Aber ich super. finde das lustig, was man dort alles bekommt. Sachen, wo bei uns kein Mensch dran denkt. Zum Beispiel, das ist ein Käfig für die Osmo Pocket 3. Da ist der Gimbal da vorne drin, der ist total geschützt, da passiert nichts mehr. Die mache ich gerade hier auf. Hier auf. Mach die rein, klick zu, fertig. So, jetzt pass auf. Das ist genial. Weil die Pocket 3, bei der Pocket 2 war es auch schon so. Also ich streame jetzt gerade mit der Pocket 3, gell? Finde ich total cool. Ich schreibe mir jetzt hier extra auf. Käfig. Käfig. Auf Temu war das. Auf Demo, ja. Pocket 3, weil das ist richtig geil. Weil man hat schon gehört, dass der Gimbal nämlich auch ganz leicht abbrechen kann. Dass die ziemlich Ja, empfindlich das geht ganz schnell. Ich habe aber noch einen Schutz, das ist ein Sonnenschutz für den Okay. Gimbal. Da klickt man gerade draufklicke. Dann habe ich einen Sonnenschutz für den Bildschirm. Alles Okay. Themen. Das Okay, kostet ein muss paar ich Cent. Dann Akkugriff für die Pocket 3. Einmal hier aus Amazon, 60 €. Einmal hier, Temu, der Dirk, für 23 €. Hallo, Hallo Dirk. Hi, Dirk. hört man mich? Ja, Nö. Nee. Nee, Ja. ich höre dich nicht. Oh, umso dunkler die Nacht, desto schöner die Gäste. Danke, danke. Hallo Markus, hallo Andreas. Hi, Hi, Dirk. grüß dich. Haben sie jetzt beim Kartenspiel abgezockt, deine Kinder? Nö, also ich habe die meisten Spiele gewonnen. Also, Dann ging es auch mit 4 gewinnt rund. also Taschengeld ist gestrichen praktisch. Taschengeld ist die Sache von meiner Frau. Oh, Ach so. ist dunkel. Ja, das Warum freut bin ich mich. denn das? Ich habe ja gehofft, dass der Murat heute vielleicht auch reinschaut, aber der ist ja momentan total viel unterwegs. Gell? Jetzt war er irgendwo in Italien, gammelt da rum. Keine Ahnung, was der momentan. Wallen, Schweiz, Ja, Schwarzwald. ja, und dann frisch verliebt. Ja, jetzt ist er Ja. unterwegs. Schön, gönne ich ihm. Jetzt kann er mal ordentliches Wohnmobil fahren. Ne? Jetzt darf der Toni mal ein bisschen altersgemäß Ruhe. Ja, Ich finde den Toni klasse. Ja, ich auch. Ich finde den aber- einfach klasse. hat der das Wohnmobil jetzt gewechselt? Habe ich das richtig mitbekommen? Nee. Nee. Nicht? Seine Okay. Partnerin hat ein anderes Wohnmobil. Das ist ein bisschen Deswegen. größer. Ist natürlich besser mit 2 Leuten ein größerer Wohnmobil. Deswegen, jetzt. Ja, Toni ist Kult. Mein Gott, was ich da schon Videos gesehen habe von ihm. Wisst ihr, die Dachluke ausbessern und ach, schrecklich. Ja, klasse. Und man sieht noch erstaunlich viele Tonis. Ne? Hallo Marlies. Grüß dich. Ja, ich find da wirklich, seitdem ich Murat seine Videos so anschaue, man kriegt der Auge dafür, gell? Man sieht so altes Hühner oder sowas, gell? Wo man sich denkt,
das waren irgendwie so richtig geile Kisten, gell? Nach Diesel Ja. stinkt's, wenn's vorbeifahren, qualmen tut's. Klasse. Dann kennt's hier Dauercamper unterwegs? Ja, Enrico und Marina. Ich nicht. Genau, okay. Ey, es ist verrückt, wie sich so die Bubbles teilweise überschneiden, gell? Ja, klar. Ja, Ja gut, verrückt. die Camper-Community, die ist schon recht groß. Und man erfährt immer wieder neue Sachen, ne? Presser Pictures, Ja, klar. Sascha, Ford, ja. ja, das Sascha mit dem Ford Nugget. Ja. Soll ich dir Geheimnis verraten? Erzähl. Das Logo von seinem Kanal haben wir zusammen entworfen. Da guck an. Ja. Übers Handy damals. Markus, wie schaut das aus? Wie schaut das aus? Sag ich, nee, schaut scheiße aus. Ja, wie schaut es mit dem aus? Da sind wir den ganzen Abend da gehockt und haben das Logo entworfen. Geil. Ja. Und Sascha habe ich auch schon privat echt kennengelernt. Ganz ein feiner Kerl. Also wirklich ganz. Eigentlich die meisten Leute so aus der Szene. Also nicht alle, es gibt da schwarze Schafe, aber ich sage 90% sind wirklich cool. Ja, also machen auch alle sehr sympathischer Eindruck. Ja. Und Das das ist Künstler- eigentlich das Schönste an YouTube, man lernt jede Menge Leute kennen. Das stimmt, ja. Ja. Aber der Dirk grinst die ganze Zeit so schelmisch. Was hast denn du schon wieder vor? Ich höre zu, ich höre zu. Was machst denn du momentan auf YouTube, außer Radlfahren? Also, ich glaube, das letzte Radl-Video oder Video überhaupt, das ist doch, glaube ich, auch schon 2 Wochen her. Also, Ja. heute war mal nochmal Sonnenschein. Die letzten paar Tage hat es ja auch wieder geregnet, gerähmt. Also, Hör mal auf. ich habe sogar gestern Morgen mal kurzzeitig die Heizung angemacht, weil es ein bisschen Ja. ausgekühlt war. Ja. Ja. Ich Boah. bin gestern mit 2 Decken im Bett. Da war es Nee. unter 10 Grad und heute haben wir fast 30 Grad schon wieder gehabt. Das ist wie so ein An- und Ausschalter. Du strahlender Sonnenschein heute. Schau mal, Stoppschild. Schau, was der Stoppschild wieder macht. Stoppschild. Wo ist er denn? Da ist er. Da sitzt er doch. Werbung. Jetzt steht er auf. Logo. Geil. Ich bin heute schon zusammengeschissen. Leberkas, nee, Fleischkäse. So. Ja, bei uns streiten sie jetzt momentan die Österreicher und Freilassing ist ja genau an der Grenze. Da haben wir einen großen Globus, weil der Globus die Leberkas für 1 Euro verkauft. Und das gefällt die österreichischen Metzgereien überhaupt nicht. Die sind da voll am Zoffen. Und ich habe heute mit dem Jonas schon Ärger gekriegt, weil heute waren wir in Laufen, das ist bei Freilassing. Und normalerweise macht man beim Globus immer Leberkas-Party. Dann nimmt er immer sein Taschengeld mit und holt er 5, 6 fette Globus-Leberkas-Semien. Aber Boah. heute habe ich keine Lust nicht gehabt. Oh, da war aber Polen offen. Also da habe ich Gesichter halt gekriegt. Globus. Ja gut, Cool. der Euro ist ja schon sehr günstig, ne? Also, Du, für den Globus Leberkas, da ich sogar 2 Euro zahlen. An dem soll es gar nicht liegen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich bin auch ganz Abgefahren. ehrlich, ich esse lieber den Pizza-Fleischkäse. Also, Na. ne? na. Ja gut, Geschmäcker sind verschieden, ne? In einem Leberkas, es gibt einen Kalbskäse und einen normalen, einen roten. Aber ein Pizza-Leberkas, Also aktuell hatte Globus sowieso so speziell die Woche, sind ja unterschiedliche Regionen. Wir hatten die Woche, heute gab es mit Maggi, es gab auch schon mit Schwenkbrote und hör mit auf. Chili. Das habe ich noch nicht gesehen. Ne? Also alles muss ich auch nicht haben. Also ich kenne jetzt schon panierte Weißwürst und so Zeug, aber das geht gar nicht. Was haben wir da abgefahren? Neuer Wanderweg, kleine Energiereise, Obertal mit dem Rad bei 30 Grad. Vor 2 Wochen war das. Ja, das war das Letzte. Also auf jeden Fall das Letzte, was auf YouTube veröffentlicht wurde. Ja. Okay. Das mit dem Ding haben wir angeschaut, von das Cosplay, die FARK-Messe in Landsweiler. Das haben wir angeschaut, das hat mich richtig interessiert. Da war ich aber voll enttäuscht, die war irgendwie total klein, oder? Also ich habe da sowas wie in Klein? Japan Nee. erwartet. Du hast schon, das Spiel ist doch so riesengroß mit Shows und Ja, gut, also ich muss sagen, mir war sonntags dort und da war eigentlich nicht so viel Kostümierte dort. Ich nehme aber an, weil die SVE, also die Elversberger, ja ihr Bundesliga-Aufstieg klar gemacht haben, dass so viele Fans waren, die dann lieber geguckt haben, wie Oh. saarländisches Dorf in die erste Bundesliga zieht. Ne?
Nee. Doch. Und was ist mit unserem 1860? Skandal. Ich kenne mich mit Fußball aber gar nicht aus, deswegen Ich dachte auch ich nicht, nichts froh. aber die Löwen dürfen nicht mehr mitspielen. Die sind pleite. Die sind komplett rausgeflogen. Ja, WM haben wir heute auch schon gehabt. Also WM-Katastrophe. Schaust du WM? Nee. Ich? Nö. Aber Bist der du Andreas bestimmt. Seit Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Overath und Konsorte nicht mehr spiele, gucke ich keinen Fußball mehr. Das ist alles nur Strategie, das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Fällt mir nicht mehr. Seit vorgestern, oder? Ne? Gerd Müller So ist doch ungefähr, vorgestern in Rente ja. gegangen, ne? Der Andi, glaube ich, schaut das einzigste im Chat WM. Also ich schaue es nicht. Das waren irgendwie so Zeiten, ich weiß nicht, also als Kind war es toll, so die Panini-Bilder sammeln, in der Schule tauschen und so. Ja. Und da haben wir das ja zusammen angeschaut. Und in meiner Zeit waren solche Leute wie Rummenigge, weiß ich noch, Völler, Thon, hat es einen Ton gegeben? Olaf Thon oder so? Thon? Ja, glaube schon. Breitner, Basler, Magath. na, die kenne ich nicht mehr. Ne? Da hat Fußball dann schon wieder aufgehört. Ja, der hat beim FC Saarbrücken angefangen zu spielen. Okay. Ja, Es gibt Leute, die haben behauptet, er wäre zu dumm, für seinen Namen richtig zu schreiben. Ob das stimmt, ich Aber- weiß es nicht. Aber früher gab es ja noch bei Hanuta und Duplo gab es ja noch die Aufkleber, ne? Gibt es ja halt auch nicht mehr. Genau, ja. ja, und genau deswegen kenne ich mich aus, wegen dem Hanuta. Weil angeschaut haben wir es natürlich nicht, gell? Aber die Bilder haben wir gesammelt. Mein Gott, und dann haben wir das ganze Kinderzimmer vollgeklebt. Dann hat es da wieder Ärger gegeben. Naja. Nee, ja, Fußball. Garantiert nicht. Ne, da bin ich Ja, auch aber raus. nicht- Nein, ich kenn's halt. Aber es war ja nicht nur Fußballbilder zum Aufkleben, es war ja auch so, lieber 8 Stunden Schule als gar kein Schlaf und so, ne? Ja, die super lustigen Sprüche, die eigentlich sowas von langweilig waren, ja. Genau, stimmt. Gibt es die nicht mehr, die Bilder in Hanuta, Duplo? Gibt es das nicht Nee. mehr? Ne, schon lange nicht mehr. Echt? Ich bin so weit aus der Duplo-Szene schon wieder raus. da kenne ich mich nicht aus. Ja gut, ist denn ja auch schweineteuer geworden, ne? Wenn man holt, was man für so ein bisschen Keks und Schokolade bezahlt, das ist ja nämlich schön. Ja. Wie habt ihr eigentlich den Boykott gefunden von Lindt? Habt ihr das mitbekommen? Ich Schokoladenboykott? kaufe schon lange kein Lind mehr. Ja. Das ist so Leute-Verarscherei. Da Also ich hat der- gebe lieber mehr Geld aus für Schokoladen, an deshalb eine gute Schokolade. Die Schokolade ist einfach schlecht geworden, das schmeckt nicht mehr. Ja, die Preiserhöhungen, was die da verlangt haben Ja. von Österreich, ja. Und die Regale, ich habe wirklich geschaut, keiner hat die gekauft, keiner. Genauso was Milka jetzt abgezogen hat. Die gleiche Größe, die gleiche Verpackung, 10 Gramm weniger. Ganz klein draufgeschrieben, 90 Gramm. Ja. Jeder glaubt immer, das sind 100 Gramm. Ich finde das krass, was momentan Ja wieder gut, da kommt es aber auf die Sorte drauf an. Also es gibt da noch welche mit 100 Gramm, aber wie gesagt, es kommt auf Okay. die Sorte drauf an, ne? Okay. Ich finde das so schlimm. Ich meine, es sind nur 10 Gramm. Also nicht, dass jetzt so also ich bin Aber kein bei, Schwab- aber bei 100 Gramm sind das schon 10%, ne? Also Ja. Also ich bin jetzt so kein Zehnerl-Fuchser, sagt man bei uns, oder ein Schwab. Ja, ist ein Geizkrank. Aber da geht es ums Ah. Prinzip. Das ist der Schwab, da ist er, oder? Nee. Nee, Oder Ja. Badenser. Oder so, oder. Nee. Saarländer im Exil. Ja, ich weiß. Ja, Patenser nennt man bei uns ein Gelbfüßler. Ja, die sind da Richtung Stuttgart. Ah, ja, genau. Aber es gibt, Gelbfüßler, Hartfüßler und so. ja, genau, das kenne ich ja, Gelbfüßler. Aber da geht es ums Prinzip. Und da habe ich es so cool gefunden, dass die Leute das checkt haben und den Scheiß einfach nicht mehr gekauft haben, ja. Also, Ja, das war doch wie mit Nikoläuse, wo sie da verkauft haben. Die Einführungsangebote waren teurer wie die reguläre, aber haben weniger Gewicht gehabt. ja. Die sind ja auch wie Blei in den Regale gestanden. Und wisst ihr, was ich gesehen habe beim Kaufland? Ich glaube, das war Kaufland. Zu Ostern einen Sitzhasen. Da ist wirklich da gestanden Sitzhasen. Das war kein Osterhase mehr, die haben das als Sitzhase bezeichnet. Der hätte sie behalten können. Ich habe gesagt, ich möchte keinen Sitzhasen, ich möchte einen Osterhasen. Wirklich? Markus, Sitzhasen. hast du wirklich da Make America Great Again oder was? Habe ich Ja. vorhin im Chat gelesen. Ja? Ich muss dazugeben, der Trump und ich, der Trump ist ja Wir sind Deutscher. so, oder? Wir Der sagen Pelzer. nicht so. Ja?
Barbarian Stanley. Ich würde mich nie politisch irgendwie auf YouTube öffentlich zu irgendwas hinreißen lassen, glaube ich. Ja, aber religiös, oder? Bei Ja, Almgandhi da, ne? religiös schon. Ich bin ja römisch-katholisch. Definitiv. Und indisch. Aber ich bin wirklich schon, da war ich beim Piachtenlauf weiter, live am Stream, auch mit dem Cap. Und da bin ich drauf angesprochen worden. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, was spinnst denn du mit Trump? Depp. Bis ich erst mal draufgekommen bin, hey, wirklich, es ist wirklich fast die gleiche Schrift, gell? Ja, scheiße. Glück laufen. Rot-Weiß. Hast du das noch nie gesehen, dass da nicht. Schick Kein ihm doch Schwein. mal Cappy. Hä? Schick ihm mal eine Cappy von dir. Vielleicht läuft da mit deinem Cappy Reklame. Ja, genau. Und das so war jetzt wie Sylvester Stallone in Over the Top, oder? Over the top. Na. Ach, ihr reckt's mir auf. Aua. So, Oh, Ja. Hula-Hoop oder so. jetzt hat. Traunsteiner Hofbräuhaus. Achso, ich hatte jetzt gesagt, das wäre gelb-blau, blasses Gelb, ne, Ukraine, aber Ach Gott. Ich habe jetzt keinen Bock mehr mit dem Dirk. tschüss. Oh, jetzt kommt der nächste Hut, oder? Ah, mit dem So. Rasierpinsel dran. Ja. Passt jetzt? Ja, verstaubt. Besser? Mal, ich schau mal, wie verstaubt der ist. Um Gottes Willen. Ja, dafür ist die Auflösung nicht gut genug, oder? Doch. Doch, das ist der Blinde. Schau mal, wie verstaubt. Na, das geht ja gar nicht. Das ist kein Rasierpinsel, das ist ein Gamsbart, gell? Ja. Also ich habe gedacht, den hätte du am Gesicht, oder? Genau. Ja, Okay. ich kann nicht nur Murat mobben, ich kann jeder mobben. Ne? Ja, ich merke schon. Profi-Mobber. Der ist schon so alt, den habe ich von meinem Opa gehabt. Das ist ein Erbstück. Hm. Weil so ein Gamsbart heutzutage kaufen, erstens sind auf teuer und zweitens hast du dann gleich die Walfische-Experten am Arsch, wenn du sowas kaufen willst, glaube ich. Weiß ich nicht, wie die momentan so drauf sind. Ja, voll cool. So, was machen wir, Jungs und Mädels? Eigentlich hätte ich was vorbereitet gehabt. Wir Aber das könnten- falsche Knopf. Aber das war in der Aber- 18 Minuten ohne Zuschauer, oder? Mal, hör mal auf, ey, ich habe geredet und geredet und geredet und habe mir gedacht, wieso reagiert der Chat nicht drauf? Da war ja ein Chat irgendwas, der eigentlich jetzt, glaube ich, wirklich jetzt schlafen gegangen ist. Und dann kriege ich schon eine Nachricht vom Jonas, weil er auch zuschauen wollte. Bist du schon online auf YouTube? Und ich sage, ja klar, was willst denn du eigentlich? Und dann schaue ich oben hin, steht Stream starten. Und ich sage, hä, wie? Was? Ach, na. 17 Minuten. Komplett umsonst. Ja, das ist das erste Mal jetzt wieder. Du weißt es, man ist schnell aus der Übung. Ist einfach so. Das ist richtig. Ich hätte was vorbereitet. Wir könnten uns was anschauen zusammen. Ja, dann mach. Jugendfrei oder YouTube-freundlich? Also der Titel ist Kinder liegen auf Kühe. Ja, Erst da Ende soll nichts Juni passieren. starb eine 40-Jährige im Entschuldigung. Salzburger Soll ich schauen, ob ich das hinkriege? Ihr müsst ja was sagen wegen dem Ton, aber das ist gerade momentan, also ich muss da ganz kurz ausholen. Bei uns ist jetzt ja immer so, vor ein paar Jahren war das ja richtig schlimm, dass unsere Kühe immer irgendwelche Unfälle mit den Touristen, mit den Preisen auf die Weiden haben. Es war wieder eine Zeit lang Ruhe und jetzt ist momentan wieder, ich weiß nicht, die Leute vergessen das, glaube ich, immer irgendwie. Die brauchen das jedes Jahr, so eine Belehrung, glaube ich. Und jetzt ist in Österreich auch wieder ein schwerer Unfall passiert, mit 2 Toten, glaube ich sogar. Und da denke ich, da könnten wir uns sowas mal zusammen anschauen, also wenn es Bock habt. Also ich finde das richtig krass. Müsst ihr was sagen wegen dem Ton, ob das laut genug ist? Achtung. Das sehen wir dann, ne? Erst Ende Juni starb eine 40-Jährige im Salzburger Gasteinertal bei einer Kuhattacke.
Bäuerin verärgert. Urlauber verwechseln Kuhherde mit Streichelzoo. Eine Wanderin am Gosausee wollte eine Gruppe Touristen aus dem Ausland auf die Gefahren aufmerksam machen, doch wurde ignoriert. Die 49-jährige Wanderin erzählt, da sind rund 15 Personen um die liegenden Kühe gestanden. Die Kinder sind mit den Oberkörpern auf den Tieren draufgelegen. So, jetzt schaut euch mal das an. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, oder? Das ist doch nicht normal. Galloway, genau, da bräuchte man Galloway. Ne, das war Galloway. Aber stellt euch, ich weiß ja, kennt ihr das vielleicht auch, ihr seid ja auch in den Berg unterwegs. Da gibt es ja Almen. Und eine Alm ist ja kein Wirtshaus. Eine Alm ist dort, wo der Sender und die Senderin wohnt, die was sich um die Kühe kümmern, oder? Das ist eine Alm. Und vor der Alm, was sind da? Kuhweiden, oder? Und wenn ich die zu der Alm hier, dann muss ich über die Kuhweide gehen. Ja? Also so läuft das einmal. Da hast du ein Gatter und dann gehst du da über die Kuhweide drüber. Und dann liegen die halt da einfach rum. Und dann schaut euch das. Ey, mein Kind, wenn da hingeht, liegen auf die Kühe. Wobei, Irre, auf oder? dem Ausschnitt da ist doch ein Weg oder so, wo die da stehen, oder? Was ist das? Weg. Ein Weg. Ein Weg, Ach so, ja. oder? Ja, aber du gehst da über die Weide drüber. Die sind ja nicht eingezäunt, die Kühe. Hm. Die sind groß, also weitläufig sind die vielleicht eingezäunt, aber normalerweise bleiben die in der Nähe. Und dann gehst du, wenn du zu so einer Alm wächst, was viele halt einfach als Wirtshaus verwechseln, gehst du bei denen über die Kuhweide. Haben sie gestreichelt und für Fotos posiert. Als sie die Urlauber auf die Gefahr aufmerksam machen wollte, hätte man sie nicht verstanden. Ich habe dann auf Englisch "It's dangerous" gesagt. Das haben sie auch ignoriert. In unmittelbarer Nähe sollen sich auch Kälber aufgehalten haben, die ebenfalls begehrte Fotoobjekte waren und von den Urlaubern liebkost wurden. Wir machen da schon jahrelang mit, sagt Anja Schweighofer, der die Kühe gehören. Zwar werden bei den Wanderwegen auf beiden Seiten des Sees Hinweisschilder aufgestellt, doch immer wieder käme es zu Zwischenfällen. Jetzt müssen wir schon Hinweisschilder aufstellen. Wahnsinn, ja? Ist das da am Königssee, oder? Schaut so aus, gell? Ist aber nicht. Ist er nicht. Hm. Schaut echt so aus, aber da sind die Berghünden zu klein und der See zu kurz. Da hat aber echt so ausschauen, gell? Königssee, ja, Königssee, wenn du hinterfährst, da ist das auch ganz normal. Da gehst du zu der Hütten hinter und die Hütten, die hock hier und da gehst du bei denen über die Weide drüber, ganz normal. Ja, am Hintersee, Obersee heißt das, ne? Ja, genau. Das sind genau. Kühe, ja, ja. Das sind die, was dann aber rübergeschifft werden. Beim Almabtrieb dann. Genau. Wenn wir die Leute darauf ansprechen, meinen viele nur, die Kühe sind eh so entspannt, erzählt die Landwirtin. Die Leute meinen, alles ist so lieb und niedlich, doch eine Kuhherde ist kein Streichelzoo. Wanderer sollen Abstand zu den Kühen halten. Zu Kälbern soll man schon gar nicht hingehen, auch wenn sie alleine sind. Mutterkühe lassen den Nachwuchs teils zurück, um zu fressen. Wenn sie zurückkommen und jemanden als Bedrohung sehen, rennen sie mit Anlauf auf ihn zu. Herrliche Landschaft. Was schätzt du, was so eine Kuh wiegt? 1,2 Tonnen. Na, das sind 2 Kühe. Ja. Ich hätte jetzt gesagt 450, 500 Kilo oder so, ja. So 500, 600 Kilo geht's los, ja. Jetzt stell dir vor, eine Kuh kann rennen mit 25 km/h. Oh, dann Stell dir vor, gefährlich mit dem E-Bike, also das reicht nicht so richtig. Jetzt stell dir vor, Entschuldigung, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das so, weil ich anders aufgewachsen bin. Ich kenne halt das, was schon. Jetzt kämen da welche aus dem Ruhrpott, aus Duisburg, mit Kindern, die haben noch nie eine Kuh. Duisburg! Die haben da noch nie So eine Kuh gesehen. große? So Ja, große, genau. lange? Ja. Die haben noch nie eine Kuh gesehen. Und jetzt sehen die ein Babykalb. Aus das war, also da machen wir Kalbschnitzel draus, gell? Und dann ist ja egal, sehen die ein Babykalb. Und da rennen die hier kuscheln. Ja, was macht denn eine Mutter, wenn das Kind bedroht wird? Ist doch ganz normal, oder? Und das ist Ja, noch wenn man ganz- denken kann schon. Ja. Und das ist ganz witzig. Die Kuh, die kriegt dann so, also die Beine, stellt die ein bisschen an und dann scharrt die richtig und stampft mit die Hufen und die fixiert die dann richtig. Also du kennst es, wenn die Kuh dich
Ja? Wenn die dich anschaut. Okay, das kenne ich nur vom Stier, oder? So mit der Hufescharre und dann. Genau das gleiche Verhalten. Genau das gleiche Verhalten. Ja, und dann ist jetzt da das Ehepaar, das ist jetzt gestorben. Das war ein Rentner-Ehepaar, 2 Stück. Und da ist die Kuh drauf los und die haben es nicht überlebt. Ja. Und das kommt laufend vor ein paar Jahren, war es ja richtig schlimm. Da haben sie dann immer gestritten zwischen die Almwirte, die was ja die Wiesen da kultivieren, weil die Fläche wieder kultiviert, wenn du so Almwiese anschaust, und die Touristen. Und ganz schlimm ist mit die Hunde, möchtest du das gar nicht glauben. Statistisch gesehen, jetzt möchte ich richtig klug scheißen, passiert ein Unfall öfters als mit Haien. Haiangriffe gibt es weniger wie Kuhangriffe. Vor allem auf der Alm. Ne? Vor allem, ja gut, am Chiemsee ist, Ist auch dürftig, ne? ja, schau, das sind Gewichte, gell? Das ist irre, das ist irre. Und jetzt, das habe ich so auch nie auf dem Schirm gehabt, also ich weiß nicht, ob die Leute nicht mitdenken. Die Kuh sieht den Mensch ja so jetzt nicht erst einmal als Bedrohung, aber wie viele Leute haben ihren Hund dabei? Die Kuh erkennt den Hund oder verwechselt den Hund als Wolf. Das ist ein natürlicher Instinkt. Jetzt geht die oft gar nicht einmal auf die Menschen los, sondern auf den Hund. Also wenn ihr da mal wirklich in die Berge unterwegs seid und habt einen Hund dabei und die Kuh fixiert euch, dann unbedingt den Hund von alleine lassen. Der normale Reflex wäre ja zum Beispiel, dass er sagt, okay, man nimmt den Hund kürzer an die Leine oder so. Aber dann verbindet die Kuh dich mit dem Hund und geht auf euch beide los. Also unbedingt den Hund laufen lassen, weil der Hund ist schneller wie die Kuh. Der kommt weg. Die meisten Unfälle sind wirklich. Das kommt aber auf den Hund an, oder? Dackel wahrscheinlich nicht. Der Doch. Dackel nicht. Und es dürfen keine Preißenkinder sein, die Kühe kuscheln gehen. Also das ist eine ganz blöde Idee, ganz blöde Idee. Aber das wollte ich echt sagen, weil ich finde das so irre. Und das sind so Probleme, was wir jedes Jahr in so einem Touristengebiet haben. Ihr kennt doch sowas auch, Andreas vom Rhein. Da gibt es auch im Sommer wieder so Gasnarische, also sagt man Depperte, die was nicht schwimmen können und dann im Rhein lustig zum Schwimmen gehen, obwohl das eine Schifffahrtsstraße eigentlich ist. Und dann gibt es jedes Jahr doch wieder Tote am Rhein, oder? Ja, die brauchen auch nicht einmal Schiffe. Der Rhein hat extrem starke Strömung, wenn man da mal draus ist. Da kommt man nicht mehr zurück. Ja, da fahren Schiffe durch. Ja, aber das macht. Die Schiffe sind nicht so gefährlich wie die Strömung. Die Schiffe sieht man, die Strömung sieht man nicht. Ja, Das Also- ist also, ich kenne Hunde, die ertrunken sind im Rhein. die nicht mehr rauskommen, gell? Ja, Die die siehst sind du nicht mehr doch. rauskommen. Die siehst dann davon schwimmen. Die paddeln dann, versuchen zum Ufer und schaffen es nicht. Ja. Nö, das ist rum. Ja, Ja, aber dann das gehen- ist überall, wo Menschen sind, ist Dummheit. Gott Aber dann- liebt dumme Menschen. Das Er macht stimmt. so viel davon. Aber dann kennst du das als Einheimischer auch so, wo du dann so denkst, seid ihr bloß so bescheuert, seid ihr Deppen oder Ja, na gibt gut, wenn so. Schuld Gibt- ist bei jeder Sache. es bei dir auch sowas, Dirk, wo du sagst, wenn die Touristen kommen, ob die noch ganz sauber sind? Ihr habt ja auch Seen, oder? Oh, gut, wir haben nur den Bostersee und der Los haben wir Stausee. Und Okay, da ist noch alles Okay, safe, also, oder? ja, da gibt es keine Strömung. Also die tödliche Gefahr hält sie weichen Grenzen. Ja. Gott sei Dank. Ja, krass, das wollte ich eigentlich sagen, weil ich das gelesen habe. Kinder liegen auf Kühe, ja. Oh, gut, passt. Ja, sagst du das. Ja, mehr habe ich gar nicht vorbereitet. Jetzt haben wir es schon 11:45. Oh, ist noch früh am Tag. Hä? Ist noch früh am Tag. Wobei ich ja schon eine Viertelstunde ja schon geredet habe heute. Bloß keiner hat mir zugehört. Das gibt es ja auch Ja, das nicht passiert als mal, ne? Aufzeichnung, ne? Wie bitte? Das gibt es aber auch nicht als Aufzeichnung, ne? Weil es ist ja noch nicht gestartet, nicht gestreamt worden. Na, gibt's nicht. Nee. Na, das ist weg. Das ist im Nirvana. Du, und ich habe solche Geheimnisse ausgeplaudert. Sensationsnachrichten habe ich gehabt, gell? Wahnsinn. Jetzt ist weg. Dirk, magst du
Dummschwätzer vom Dienst, das ist jetzt erst Kruzifix. Magst du mal schnell eine Minute übernehmen? Ich darf mal schnell einen Kaffee machen wollen. Mach doch. Okay. Also, ja. Ja, und ich hole mal ein Kaltgetränk. Ach so, dann. Dann machen wir schnell 5 Minuten Pause, oder? Ja, Du- 1 du Minute holst bin ja ich. Globus Minute lieber bin ich Kaffee. da. Jo, Dirk, schreibe mal einen Murat an, der soll nicht so faul sein und reinschauen. Auf dich hört er. Ich probier's, ja. Nicht immer auf der Mutti da, sondern ein bisschen mal da. Weil auf dich hört er nochmal. So, Kaffeemaschine läuft, bin gleich da. Kaffeemaschine, das ist jetzt irgendwie so Herz-Lunge-Wiederbelebungsmaschine oder was? Ne? Ja, könnte man meinen. Nee, ich habe die Kaffeemaschine gerade angeschalten. Und Andreas, wie war es in Betschbach? Es war schön, also es ist eine schöne Messe, aber da hast du mitgekriegt mit dem Fotografierverbot, das war ein bisschen lächerlich, Ja. oder Filmverbot. Ja. Und ich behaupte jetzt mal, das war ein Mensch, der hat sich gefilmt gefühlt, obwohl er gar nicht gefilmt worden ist. Das ist, ja, aber in Deutschland ist das halt so, das sind halt viele Leute, oh, nicht filmen, nicht fotografieren. In anderen Ländern sehen sie das ein bisschen gelassener. Ach, das kam nicht von dem Ordner selber? War das von einem Besucher? Der Oder? Ordner ist geschickt worden. Okay, gut. Der ist geschickt worden. Die rechtliche Lage ist ein bisschen zwiegespalten. Am sichersten ist es, wenn man auf der Homepage guckt, da hat nichts gestanden, aber dann trotzdem der Veranstalter anschreibt, ich habe das vor per YouTube so Filme, ist das in Ordnung für euch? Und dann ist es halt so, wenn dann einer meint, der muss durchs Bild laufen, ja. Und große Schritte. Ja, aber es war schön dort. Also hast du noch ein paar Western gekauft, ne? Ja, Salamis. Oh, Schöner harter Kaffee. ja, der ist überall auf der Messe. Und doch, war schön, muss man sagen. Ich meine, die Auswahl ist natürlich nicht so riesig, aber ich war in Stuttgart auf der Campermesse, war ich auch. Das war mir zu viel. Da bin ich nur noch am Rennen. Und es sind so viele Eindrücke, da kommst du gar nicht durch. Also, nee. Aber Bexbach besser. Und wahrscheinlich werden wir auch wieder nach Freiburg gehen. Wenn wir im Land sind. Muss man gucken, das ist 4., 5. Oktober, sowas rum, ist immer Freiburg. Aber, ja, im Moment haben wir alles für den Camper. Schön bling bling, schon Temu leer gekauft mit Lichterkette. Bei mir muss es nachts blinken. Mal gucken, wie lang sie Halle. Obwohl meine Frau ist, die ist begeistert, die hat schon ganz viel bei Temu bestellt. Ich noch nichts, also. Doch, ich habe auch schon viel bestellt und es ist gut. Also du darfst nicht erwarten, wenn du was bestellst für 3,90 €, dass du dasselbe kriegst wie für 15 €. Das ist ja klar. Aber für 3 € Lichterkette, also eine habe ich jetzt schon im 2. Jahr, funktioniert einwandfrei. Selbst über Winter habe ich die draus gelassen, mache ich gar nichts rein. Also von dem her. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, was kaufen wir dann, was nicht aus China kommt? Das stimmt. Also, Apropos China, ich kriege jetzt von Kentface von K&F was Neues zum Vorstellen. Finde ich richtig cool. Und zwar ist das so ein Tripod, also Stativ, was bloß unten die 3 Beine hat. Und zwar für die Pocket 3 oder. Ey, der hat alles. Ja, genau. drückst du drauf und dann geht unten das Stativ auf. Und das kannst dann 1,80 Meter hat das dann Gesamthöhe, dass du einfach beim Flocken das einfach irgendwo schnell hinstellen kannst und umstellen kannst. Oh Gott, der hat wirklich alles. Das gibt's Mit nicht. Magnet, das Handy, Ja, genau. Ja. Und Fernbedienung. selbstverständlich, abnehmbar.
Das ist Ja, gut. aber Andreas, du machst doch gar keine YouTube-Videos, oder? Ja, habe Ich kann nicht schneiden. Ich habe monatelang Probleme gehabt mit meinen Augen. Ich habe Ja. Beeindruckung in den Augen gehabt von der als Nachstarren. Das habe ich erst weggelesen gekriegt. Und jetzt sehe ich wieder vernünftig. Und jetzt muss ich mit dem Schneiden machen. Ich habe Magix, aber ich komme mit dem nicht zurecht. Das ist irgendwie ein blödes Programm. mit Okay. was? Und Ja, jetzt will ich mal gucken, vielleicht DaVinci Resolve, ob das was ist. Also ich schneide seit 2018 mit Magix und bin damit zufrieden. Es ist eine einfache Bedienung mit dem DaVinci. Das gibt es ja kostenlos und gibt es ja seit ein paar Jahren auch auf Deutsch. Da hatte ich mal runtergeladen und wollte die Sache zum Schneider ziehen und hat gar nicht funktioniert. Und bevor ich dann noch irgendwie muss ein Tutorial und nichts so automatisch, also intuitiv funktioniert, dann habe ich schon gleich gelost. Ne? ja. Ja, Also aber ich ganz- bin in 4K schneide und da ist Magic. Gut, Irgendwann kommt auf, den später mal. kommt auf den Rechner drauf an. Also, ne? Auch mein Rechner ist schon flott. Also, Der 486er, ne, der ist. nee, es ist schon ein bisschen andere Hausnummer. Ich mache im Moment alles mit dem Laptop. Das ist Intel Silver. Dann eben von der schnellsten Grafikkarte, was du kriegst. 32 GB Arbeitsspeicher, also 2 SSD-Festplatte drin. Der geht schon ab, aber nö, schafft er irgendwie, kommst dauernd zum Stocken und das nervt. Ich kenne das auch bei meinem C64, bis ich die Fotos auf die Datasetten mal draufkriege. Das dauert immer wie gesagt, das. Es geht alles flott, nur eben das Schneiden und Konvertieren und Scheißdreck und Also ich habe Ja. angefangen mit Drohnenvideos und da brauchst du einfach Color Grading. Brauchst du. Und da habe ich mit DaVinci Resolve gearbeitet und das war damals ja noch komplett auf Englisch. Und DaVinci ist eine ganz eigene Welt. Wenn du ein Schnittprogramm kennst, DaVinci Resolve ist anders. Definitiv. Und sehr komplex. Du kannst richtig Profi-Sachen damit rausholen. Also du kannst von Blackmagic, ist ja die Firma, kannst du komplett die Schneidepulte kaufen für $10.000. Also die haben Profi-Equipment. ja, Blackmagic hat eine ganz coole Handy-App. Die ist wieder cool. Musst du mal schauen, Blackmagic, wenn du mit Handy filmst und so weiter, da kannst du alles einstellen. Alles. Also wirklich, kann ich dir empfehlen, Andreas. Ich habe dann gewechselt auf Final Cut Pro und irgendwann hast du so einen Workflow drin. Ich schaue gar nicht mehr auf die Tastatur. Schneiden, mal alles automatisch mittlerweile schon. ja, das ist aber Gut, Englisch. Ist Deutsch. Final Cut Pro Ah, ist ja. Deutsch. Final Cut, dann hast du aber Apple, ne? Dann hast du Mac, oder? Genau. Ja. Aber das Oder gibt's Home. gar nicht per Windows. Das weiß ich gar nicht. Das könnt ihr doch gar nicht sagen. Schauen wir halt einfach schnell nach. Ich habe hier den Explorer offen. Oder? Final Cut Pro für Windows. Gibt es nur für Amiga. Gibt es 500. Okay, kann nicht nativ unter Windows installiert werden. Stimmt? Ja. Hast recht. Schade. Ansonsten bieten die noch Wondershare Filmora an. Das habe ich auch noch. Okay. Adobe Premiere Pro. Mit dem habe ich Das einmal ist ja toll. angefangen. Kostet, ist teuer und monatlich. Abo. Finde ich eine Frechheit, also wie sie da die ganzen Abo-Modelle eingeführt haben. Nee. Ich habe es einmal gehabt, weil ich einsteigen wollte und dann bin ich nie dazugekommen, habe es monatelang bezahlt. Adobe Pro ist Profi, definitiv, so wie DaVinci und einfach zu teuer. Ja, das andere ist mit DaVinci Resolve, muss so anbieten an guter Software, sage ich mal. Ja, ich Markus, muss mal hast du bei die kostenlos Suno- runterladen. Entschuldigung? Markus, hast du bei Suno eigentlich ein Abo? Tust du da bezahlen? Oder Bei machst du Suno? deine Musik nicht mit? Oder machst du die nicht mit Suno? Deine Musik? Ja, du, da hast mich so fast, hätte ich gesagt, jahrelang genervt, weißt du, Anfangszeit immer wissen wolltest, wie ich die Musik mache. Und damals Ja. war das ja noch mein großes Geheimnis, wie die KI so rausgekommen ist. Doch, ich mache das mit Suno und habe das jetzt eigentlich bis vor einer Woche bezahlt, also mit meiner eigenen Stimme und so weiter. Ich bin da eigentlich ziemlich tief eingestiegen, muss ich sagen, und habe da einige Songs gemacht. Aber mittlerweile bin ich jetzt wieder ein bisschen
weg von dem ganzen KI-Zeug, Musik. Also, was ich jetzt gerade mit KI mache, ist Bilder bearbeite, also so, ne? So Scheißdreck. Okay. Ey, es ist irre, ja. Es ist einfach Das irre. ist, Aber der Intro-Song heute zum Beispiel, der war von Suno. ach, Und der in der ersten 18 Minute, wo man nicht gesehen hat. der ist nicht gelaufen, oder? Der ist nicht gelaufen, oder? Ne? Nee. Pass auf. Ich spiele mal ganz kurz, eine Sekunde spiele ich mal ein von so einem Suno-Song, der jetzt, also zwar mit KI gemacht worden ist, aber wo heute Arbeit dahinter gesteckt ist. Weil du kannst ja nicht irgendwas eintippen, du brauchst ja einen anständigen Songtext. Da muss ich das auf den Rhythmus. Und dann habe ich da meine Stimme noch gesampelt. Und zwar habe ich da, nicht wundern, ich schaue mal, was ich so hinkriege, pass auf. Einfach einen blöden Song. Meine Stimme. Ich steh vorm Club mit Jacke von Onkel, tu so, als wäre ich reich, dabei klau ich Pommes. Türsteher sagt, Bruder, heute nicht bei uns. Ich sag, kein Problem, ich geh zu McDonald's. 6, 7. Genau. Das war jetzt, oh, Entschuldigung. Das war jetzt zum Beispiel so ein KI-Song bezahlt mit Bearbeitung und Samplen. Und mit meiner Stimme. Aber kostet halt auch wieder Geld. Ja gut, was kostet halt kein Geld, ne? Ja, es gibt schon Möglichkeiten ohne, aber Und wenn man nichts bezahlt, dann bezahlt man mit seinen Daten, ne? genau. Ja, das ist ja mittlerweile eh schon wurscht. Also die Daten. Es ist mittlerweile schon egal. Aber jetzt überlege mal, ganz ehrlich, du hast Equipment, gut, da rechnen wir mal gar nicht dazu. Dann bist du bei Artist oder sonst irgendwo. Ich war bei Epidemic, jetzt habe ich gewechselt zu Artist, bist du auch schon bei, keine Ahnung. Dann bin ich bei Adobe für Fotobearbeitung, sind 20 €. Artist kostet auch 15 €. Bei Suno bist bei 10, 15 €. Dann bist bei, was brauchst du noch? iCloud braucht man natürlich. Cloud kostet auch deine 10 €. Du bist ruckzuck, ja, dann hast du Homepage auch noch. Am besten bei Strato, wo sowieso richtig teuer ist. Dann bist du einfach mal locker bei 100 €. So Nebenkosten, was du bezahlst und dir gehört nichts. Das sind 1200 € im Jahr. Das ist für einen Alleinstehenden ist das ein schöner Urlaub. Keine Ahnung, Dirk, 6 Wochen Türkei, 1200 € für einen allein. Weiß ich jetzt nicht. Also 10 Tage für Familie kostet bei uns im Hotel da 4,6 oder 4,4 oder irgendwas, keine Ahnung. Oh, okay. Oh, Die sind aber ganz schön teuer geworden, ha? ja, ja. Und was sagt der Murat? Der schläft schon, Der hat es nicht geguckt. Also ich gehe mal davon aus, dass er ja, also, wahrscheinlich. guck mal, wir haben ja schon Sonntag, ne? Nee, stimmt, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben echt den Nightstream geschafft in den Sonntag rein. Das ist ja cool. 2 Stunden. Ah ja, Das mit Domian, ne? Ja, genau. Und so möchte ich das Format machen, weil es macht mir richtig Spaß mit den Leuten, mit der Community. Ich finde das richtig cool. Einfach zusammen reden über Gott und die Welt, scheißegal. Muss ja nicht immer um Fotografie gehen oder was. Es gibt ja andere Sachen auch. Ja gut, bei Fotografie bin ich raus. Ich bin ja nur Handyknipser, ne? Ja, oh, gar du kannst nicht. mit dem Handy so feine Sachen machen. So, ich glaube, den Hast du Text hast du Zielen für ans Handy dran zu machen? Wird mit Magnet gerade ans Handy dran geklippt. Da hast du hier einen Aha. Spiegel für Selfies. Dann hast du hier Licht. Da hast du hier hast du einen Auslöser. Den kannst du abmachen. Dann hast du einen Bluetooth-Auslöser. Und die heutigen Handys, die sind ja schon genial, ne? Ja gut, also ich weiß, du hast wahrscheinlich Apple, oder? iPhone, oder? Nee, ich stand Samsung, Nee? Glück ein iPhone. Ah, okay, gut. iPhone ist Nee, mal nicht aber, gut genug. Also wenn's Licht gut ist, einwandfrei, ne? Aber ach, ich sag mal, wenn du mit der Normalkamera arbeitest, nicht mit Zoom oder irgendwie was, dann wird's auch wieder schlechter, ne? Ach, Ein bisschen, ja. der Ach, du der guck an. Sascha, komm, der muss noch rein, oder? Aber das Samsung, ich glaube, das war das 24 Ultra, das hat dann schon 8K aufnehmen können. Weil mir extra nämlich dann, ich habe das iPhone 14 Pro Max, glaube ich, was ich immer noch nutze. Reicht vollkommen, absolut geiles Handy.
und sie hat das 24er Ultra, glaube ich, gehabt und habe mit 8K aufnehmen können. Hm? Ich glaube, das ist ja irre, das ist ja bescheuert, was so eine kleine Kamera Braucht kein eigentlich Mensch. leisten kann. Und ich nehme halt das iPhone oft her auch zum Stream oder mal für Nahaufnahmen, weil wie wir heute gelernt haben, ich für Nahaufnahmen habe nichts. Und dann nehme ich das iPhone her. Da kannst Der du Nahaufnahme. und so für die anderen Sachen, Pocket 3. Da habe ich was, das wird dir auch gefallen. Der Nahaufnahme. Osmo Pocket, 7,90 € Temu. Okay. Da kannst du bis 2 Zentimeter rangehen ans Motiv, wo du fotografieren willst. Oder filmen Das sind willst. doch die Sachen, die der Murat immer verliert, oder? Ja, so ungefähr, ja. Was wunderbar Sascha. auf Dings drauf, magnetisch, also einwandfrei. Die aus bei Temo, was ist das? Ist das eine Makrolinse für die Pocket, oder was? Ja. Du, also, mit dir? Nee, nein. Also, das gibt's doch nicht. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Oh, in Temo gibt's alles. Ja, aber ich finde da immer irgendwie nichts. Ja, ich komme auch nur per Zufall drauf. Okay. Weil das ist ja bei der Pocket auch schon aufgefallen. Für wirklich neue Sachen, ja, klappt es oft nicht, gell? Was ich jetzt noch gucke, dass mir irgendwann ein Polfilter in die Hände fällt. Okay. Weil das finde ich eine schöne Sache, wenn man die Spiegelung wegholen kann. Gerade wenn man in Detailschrillen filmt. Oh, ich habe Ich gerade kann- was geteilt. Geht das irgendwie? Bitte? Oder ich habe gerade was geteilt, Markus. Musst du das freigehen oder so irgendwie was? Lass mal looking. Da ist was. Ja, soll ich es hinzufügen? Mach mal. Das ist Okay. KI bearbeitet, ne? Das ist nicht meine Standardfigur, ne? Okay, mit Gemini. Ja, Soll mal größer machen. bisschen ohne Bauch und mit Muskeln, ne? Okay, Schmarrn. Ja, super, da habe ich irgendwas. Ja, da fehlt ja der Leberkarsfriedhof. Was schreibt der Sascha? Was habe ich verpasst? Wo sind wir? Pocket versus Luma. Na, das haben wir eigentlich nicht. Wir sind jetzt eigentlich, oder? wir sind jetzt eigentlich gerade dabei, dass wir überlegen, was der Andreas eigentlich nicht besitzt. Aber wir kommen auf nichts. Der hat irgendwie alles. Also, Ja, nicht alles, einiges. Bin halt ein bisschen verreckt. aber ich habe jetzt seit Wochen schon ein neues Video vor und das wäre genau ein Video für dich. Und zwar gehe ich jetzt mal 5, 6 Jahre zurück. Ich schnapp mein altes Handy. Ich habe die Pocket 2 noch rumliegen mit dem ersten DJI-Mikrofon. Ich habe die Mini 2 noch rumliegen und habe eine Sony Digitalkamera, die macht 1K JPEG-Fotos. Und da möchte ich schauen, ob ich mit dem Equipment, was 5, 6, 7 oder 8 Jahre alt ist, zeitgemäße Videos noch hinbekomme. Und ich bin mir sicher, das klappt. Ja, natürlich. Warum soll das nicht gehen? Pocket 2 habe ich auch noch. Die ist gut. Ja, das wird so ein Experiment. Das wird witzig. Weil ich wirklich wissen will, klappt das oder brauche ich alles, was neu ist. Dann habe ich nur die GoPro 9 oder so. Schau her, siehst du? Ja, Und die kann 4K. Also, ja klar. Ich habe mir nur die Pocket 3 geholt, weil das Display größer ist. Weil normal Ja. laufe ich ohne Brille rum, nur was nah ist, brauche ich eine Brille mittlerweile. ja, gut, das kenne ich mittlerweile auch. Hm. Ich habe mir die jetzt Weihnachten geholt, weil da war ich beim Pirchtenlauf. Nee. Genau. Oh, du spiegelst. Das neue Handy, ja. Was ist das? Huawei. Nee, ist auch nochmal, nicht Poco, ist Xiaomi. Ah, okay. Redmi Note 15 5G. Weil ich war zwar immer noch zufrieden mit meinem alten Handy, Ja. jetzt mittlerweile von meinem Vater, aber der interne Speicher war halt zu niedrig. Also jetzt habe ich jetzt mit 256 Gigabyte plus Mhm. noch Speicherkarte, wo du kannst drin machen. Also Apps ohne warte. Ende jetzt installiert, ne? Du musst ja mal Pavel Kaplun angucken. Die stelle als Handys vor, was die für Bilder machen. Da Mhm. brauchst du keine Kamera mehr. Das ist brutal. Und
Apple ist für die schon lange kein Thema mehr, wo die sagen würde, konkurrenzlos, vorbei. Der Such ist für Apple abgefahren. Ja, allein, dass man eine Speicherkarte reinstecken kann. Das ist ja, Ja. schon, also Kann ich das beim war- Samsung auch nicht. Ich habe mir Ja, halt die- gleich das Samsung geholt mit dem Terabyte. Da bin ich auch froh. genau. Apple hat ja damals angefangen damit, gell? Samsung ist nachgezogen, was ich eigentlich schade finde. Ja gut, Aber die machen früher- das aber auch, weil die Handys ja wasserdicht sind oder so irgendwie was und deswegen Speicherkarte-Slot, die haben ja meistens dann auch eSIM oder sowas, ne? Glaubst du Ja, echt? meins hat noch normale SIM-Card, aber ich denke mir mal, da fangen die Leute an zu fluchen, weil die Speicherkarte oftmals zu langsam sind und der interne Speicher ist einfach schneller, dass er auch die Daten bearbeiten kann. Weil was nützt da eine Kamera, wo 30 Bilder pro Sekunde macht, wenn du eine scheiß Speicherkarte hast, wo das nicht schafft? Solche Speicherkarten gibt es doch gar nicht mehr. Ach Also so. ich vermute jetzt mal, das ist jetzt Schwurblerei. So, ne? 256 Megabyte. Ja. Also ich schwurbel jetzt einmal rum, gerade bei iPhone. Ich schätze mal, dass da eigentlich auch ganz viel darum geht, dass man für den doppelten Speicher mal den dreifachen Preis bezahlt. Vermute Ja, ich mal, natürlich. dass da so ein bisschen Business dahinter steckt. Ja, das haben sie sich bei Lind abgeguckt und bei Milka. Hä? Ja, weil ich schätze mal, dass es technisch bestimmt möglich ist. Ich meine, die Kamera, die ist auch wasserdicht. Ich bin da auch schon im Regen gestanden, war komplett nass. Nikon schafft, da fehlt sie gar nichts. Und das sind ganz andere Klappen, was du da hast. Also ganz ehrlich. Ja, das ist alles irgendwo schon Firmenpolitik, genau wie mit den Akkus. Die Leute fragen sich immer, warum kann man den Akku nicht wechseln? Das ist ganz einfach. Wenn ich den Akku wechseln kann ich das Handy ganz ausschalten. Und das ist nicht gewollt, dass man das Handy ganz ausschalten kann. Ja, Weil auch wenn das Handy aus ist, hat man Zugriff aufs Handy von außen. das stimmt. Ja. Das ist dann so ein richtiger Kaltstart, wenn man das Akku raustut. Und das geht bei den meisten Handys gar nicht mehr. Und ja, So als alte Verbrecher wissen wir doch das. Gell, Dirk? Boah, ich habe Also das, jetzt 3 Handys, also, ne? der dient doch. ja, dem wenn das nicht langsam nichts mehr. Von was für ein Lastwagen sind denn die runtergefallen? Du, aber das hat mir nicht gefallen lassen vom Sascha, gell? Also Poco-Handy, das ist schon Poco-Domäne. Poco-Domäne. Also na super. Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Wie schaut's aus? Seid ihr nur fit oder? 10 Uhr, ja. Ist ja noch Also früh ich am bin noch Tag. fit. Ich hatte ja Nachtschicht, ich bin immer noch in dem Modus drin, ne? Ach, scheiße. Okay. Ja, Ich- Nachtschicht ja. ist grausam. Gott Ja, sei vor allem- Dank schaffe ich nicht mehr. Wenn man älter wird, gell, dann glaube ich, merkt man das. Ich war immer Nachtschicht gemacht. Ich habe es eigentlich cool gefunden. Ja, Ja. die ist schön zu arbeiten. Da läuft kein Deprem rum, wo man dauernd irgendwelche blödsinnige Sachen fragt. Mhm. Aber es ist einfach scheiße. Der ganze Biorhythmus vom Körper kommt durcheinander. Ja. Und nee, nie mehr Nachtschicht. Aber sag ich nie mehr, brauche ich eh nicht mehr. Die Zeiten sind rum. Ja, mir hat das schon Ich ja gefallen. Rentner, ne? Ich bin Rentner, ja. Deswegen Gott hat sei er Dank. jetzt auch alles. Ja, klar. Schau her, ich war jahrelang bei der Justiz, bei der bayerischen Justiz, königlich bayerischer Zuchthauswärter. Und das war so cool. Wir haben immer 7 Tage Nachtdienst gehabt. Das waren aber 14 Stunden Schichten. Also eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch erlaubt wäre. Und dann bist du in der Woche nach 7 Tagen am Sonntag in der Früh runter mit 98 Stunden plus Überstunden, was du gesammelt hast. Und hast danach eine Woche frei gehabt, 7 Tage. Du hast 7 Tage gearbeitet, 7 Tage frei. Und dann, wenn du Urlaub gehabt hast, es war einfach geil. Also wenn du es klug gemacht hast, dann bist du vielleicht mit 2 Wochen im Monat in die Arbeit, hast Überstunden und Zulagen auch noch gekriegt. Das war die geilste Zeit, wirklich. Und was haben wir die ganze Zeit gemacht? Ja, ich habe die Playstation dabei gehabt, dann haben wir die Überwachungsmonitore abgesteckt, haben die Playstation angesteckt in der Torwache und haben die ganze Nacht Playstation gezockt. Ja, so kann man es aushalten. Ja, wenn sie es da drauf kommen wären damals. Also gut, die Zaunkameras haben wir schon laufen lassen, aber ein Monitor, da ist ja dann die Playstation dran gesteckt. Also, Markus, wenn du was vom Beruf erzählst, ich will ja nicht öffentlich erzählen, was ich mache und so weiter. Wenn du jetzt nichts sagst, ist ja auch in Ordnung. Aber mit Roller, da hast du nichts am Hut. Mit was mit?
mit Rollladen. Nein, das ist nicht mein Nein. Familienzweig. Nein, Okay. das ist Markisen in Rosenheim. Das ist ein anderer Familienzweig. Wieso kommt. Ey, wieso? Ich habe mal gegoogelt, hallo? Achso, na, mit dem habe ich nichts zu tun. Nee. Da musst du meinen Familiennamen und Wasserburg googeln. Dann bist du bei meinem Familienstamm. Der Stalk, das ist. Genau, das ist Markisen. Ich bin der Saarspion, hallo? Ja, ja. Brutal. Von Eis. Da brauchst du eine Kappe. Du wolltest jetzt das Mikrofon ausprobieren, Markus. Wollen wir das noch schnell machen? Wollen wir das ausprobieren? Ja, Okay. Das Neue von Insta 360, wo man kann das Display wechseln, oder? Nee, oder? Nee, das von Zoom. Ach so, Das große Stabmikrofon. das ist das Richtmikrofon. Genau, ja. Und das ist richtig geil. Das hat nämlich so ein Floating-System. Das kann man praktisch nicht übersteuern. Und du kannst auch verschiedene Sachen einstellen. Also wie groß der Winkel nach vorne ausstrahlt. 180 Grad oder nur nach vorne. Und das funktioniert? Das ist richtig geil. Da habe ich Aufnahmen gemacht. Gerade wenn ich Vögel aufnehme oder so. Und das Mikrofon, du kennst ja das RAW-Format. Dirk, kennst du auch RAW-Format. von Fotos, ja, oder? Das kann Ton in RAW aufnehmen, unbearbeitet, aber mit voller Datenmenge praktisch. Okay. Also das, was du aus RAW-Fotos rausholen kannst, kannst du da soundtechnisch rausholen. Und kostet? Ich glaube, so 200 € kostet das noch. Oder das geht aber. Ja. Wenn es ein gutes Richtmikrofon ist. Ist es nicht das aktuellste Mikrofon? Mal schauen. Und du kannst halt nicht übersteuern damit. Da kann ein Panzer vorbeifahren, ist einfach limitiert. So, jetzt brauche ich irgendwie erstmal Licht. Jetzt pass auf. Ich stecke das mal an. Aber ich habe das im Stream noch nie ausprobiert, gell? Also keine Ahnung, wie das. Da hinten ist dann eine SD-Karte. Du kannst es komplett in die Kamera praktisch einstecken, ganz normal. Also praktisch. Komm her da. Du. Also du hast unten den Cold-Shoe. Dann kannst du es ganz normal oben drauf stecken, wie wir es alle kennen. Und dann kannst du es natürlich auch über den Kameraeingang benutzen. Ja, das geht aber nur bei Nikon oder geht das auch bei Canon? Das weiß ich nicht. Du hast doch bei der Canon bestimmt auch ganz normalen Audio- und Mikrofoneingang, oder? Ja, ich will aber, mach das nicht so gern mit Kabels hin und her. Okay. Also ich habe da ganz normalen Audio-In und Audio-Out. Genau, ja. Und das verbindest dann ganz normal. Das ist aber dann nicht der RAW-Ton. Der RAW-Ton wird auf der Karte gespeichert. Das ist so ähnlich wie bei den DJI-Mix, wo du auch intern aufnehmen kannst auf die Mikrofone. Und da hast du den guten Ton praktisch drauf. Aber du kannst es halt wirklich bearbeiten. Und da habe ich jetzt für so Vögel aufgenommen. Und wenn es ganz leise war, aber ganz schön viel rausholen können. Wo ist jetzt so? Ach, da ist der USB-Anschluss. Jetzt pass auf. Markus, weißt du, wie das Mikrofon aussieht, wie in den Agente-Filmen, wo sie irgendwie die Lauschüberwachung machen, ne? Ja, genau. Das ist ja ein Torpedo-Mikrofon, heißt es. Richtmikrofon. Jetzt müssen wir schnell schauen, ob ich das schafft zum Umstellen. Also wie gesagt, ich habe das noch nie probiert. Weil selber hört man das natürlich im Stream nicht. Jetzt gehe ich da mal auf Audio und schalte für den Quadcast um auf das Zoom M3. So. Und hört sie mich noch oder bin ich weg? Nein, man hört dich noch. Bist weg. Okay. Wieder weg. Steckt den Puschel wieder drauf. Und hört man was vom Unterschied? Ich würde sagen, nee, oder? Nö. Dumpfer, angenehmer, lauter, klirren. Vielleicht Also ein jetzt bisschen dumpfer. mit dem Puschel oder ohne, oder wie? Oder Ich im hab Vergleich jetzt- zu dem anderen Mikrofon? Ich habe jetzt den Puschel drauf. Mein USB-Kabel ist zu kurz, deswegen kann ich das nicht ganz genau zeigen. Das ist doch egal, das ist ein Richtmikrofon. Das muss auch 15 Meter weit können. Das musste, ja. Jetzt pass auf. Das kann jetzt so Niere und so weiter nicht einstellen. Das kann wirklich nur nach vorne. Das große Mikrofon kann rundherum zum Beispiel, wenn es bei dem zum Beispiel in einem Gespräch bist, in einem Dialog,
kannst du auch hinten Mikrofone einschalten, das ist den Gesprächspartner. Und das Richtmikrofon kann halt einfach nur 90 Grad oder 180 Grad. Außenrum geht nicht. Aber ich kann mal weiter weg. Test, 1, 2, 3, Test. Wie schaut's aus? Hörst du mich noch? Ja, ein bisschen leiser, aber ist in Ordnung. Okay. Kann man mit Sicherheit, wenn man das nachbearbeitet, noch ein bisschen was rauskitzeln. Ja, ich könnte so praktisch auf die Taste drücken und dann nimmt er das auf die Speicherkarte mit auf. Und den Ton kann ich dann hernehmen. Das Problem ist bloß, wenn du sowas machst mit Kamera und Ton, dann wagst du Klappe, definitiv zum Schneiden. Ja. Weil die Tonspur dann über das Video exakt übereinander zu kriegen, Hölle. Da bist du am Also da Schreien. gibt's bei Magix gibt's so Funktionen irgendwie synchronisiere, ne? Also an der Spur ausrichte. Sollte es in Final Cut Pro A geben, aber funktioniert hinten und vorne nicht. Okay. Aber schau, dann kann ich das ausschalten und auf Zeiten da. Cool. Jetzt hat Murat was gelesen. Er fragt, warum. Oh. Aber Ich habe der geschrieben, Ton, ja, du sollst mal reinschauen in den Chat und da schreibt er warum. oh. Aber der Ton wäre jetzt so auch in Ordnung, oder? Also angenehmer Ton. Ja, das ist in Ordnung, das ist gut. Okay. Ja, cool. Der Nachteil ist halt, du brauchst Batterien. Also das ist kein eingebauter Akku, aber da kann man Akkubatterien hernehmen. Hm. Ja gut, das ist ja kein Problem. Da gibt es ja die, sind sie dann? Die beste Aber Akkus. Die Eneloop, Ja, genau, sowas. Ja, die halte ja ewig. Aber am besten hat sich's angehört, wie du eben ganz nah am Mikrofon warst. Das war so ASMR, ne? Hallo Dirk. Oh. 0190, nee, 0900, ich bin ja noch in der alten Zeit. Hier ist die Peitschenlilly. Das ist es doch, was du magst. So, die Monetarisierung ist im Arsch. Dankeschön. Sehr gut. Ja, klasse. Wenn du da mal Hilfe brauchst, Andreas, beim Schneiden oder so, sagst du mal Bescheid, gell? Ja, Gleich ja, greifst ich du muss so jetzt mal gucken, an. dass die Zeit kommt, dass ich da auch hinkomme. Weil ich weiß ja nicht, du wirst jetzt keine Riesenproduktionen machen, wo du ewig Effekte und Nee, das kommt nicht. Also, ja, und das kann man sogar auf CapCut ganz schnell schneiden. Oder beziehungsweise es gibt ja jetzt schon eine App von YouTube selber, was ich ganz viel momentan benutze. Ich war jetzt so eine blöde Serie gerade mit Shorts, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit so Dirk, was war das? Ich helfe dem Andreas beim Schneiden, oder? Achso. Da gibt es nämlich eine ganz tolle App, die kannst du mal ausprobieren. Und zwar schaut die so aus. Siehst du? So ähnlich wie YouTube. ja, Es ist extra ein Schneideprogramm von YouTube. ja. Also das ladet dann direkt hoch. Total easy, total easy. Das schaut dann ungefähr so aus. Ganz einfach. Du gehst dann unten auf das Plus drauf und dann nimmst irgendein Video, keine Ahnung, was nehmen wir? Nehmen wir das hier. Dann gehst du auf Importieren, dann ladet dir das automatisch schon rein. Schau, und jetzt hast du hier die Leiste schon. Und dann kannst du alles mit dem Finger machen. Du kannst schneiden, du kannst Musik dazu tun. Ja, ja. Ich weiß nicht, aber das ist so ein bisschen grobmotorisch, oder? Mit dem Finger so irgendwas. Ja, Also ich habe lieber ja. Maus und, ne, also Ja, Handy ist doch nichts für mich. Also ja. Ja gut, ich schaffe am Handy auch als mit der Maus. Das ist ja kein Problem. Bluetooth-Maus und dann geht's ja. Also für einfache Videos nehme ich es her. Da mal schnell einen Text drüber oder so, ist kein Problem. Oder mal schneiden. Du kannst dann Übergänge machen, also Überblendeffekte und so weiter. Und dann, wenn du fertig bist, drückst einfach nur da oben auf den Pfeil drauf. Zack. Und dann ladet ihr es automatisch schon in dem Format auf Ja. YouTube. Gucken wir mal. Ideal für Shorts. Also ich mache momentan die blöden Shorts die ganze Zeit. Und da mache ich teilweise in einer halben Stunde 3 Shorts und lade die hoch. Also das kann ich da so empfehlen, wenn es mal so anfangen YouTube will. Studio ist das, oder? Oder ist das YouTube Create? YouTube Studio muss das sein. Heißt es YouTube Studio? Nein.
YouTube Studio ist für deinen Account. Nee, das heißt YouTube Create. Das Logo zeige ich dir nochmal. Das müsste bei dir genauso ausschauen. Also das runde Logo. Das runde. Nein, hier, das da. Der Kompass. Nee. Ja, In dem ich Ort- weiß. In dem Ordner das Rechte, ne? Hä? In dem Ordner das Rechte. Ja, genau. Ja. Also Studio ist der Verwaltungssoftware für YouTube und das andere ist das. Und da kannst du ruckzuck, wenn du mit dem Handy mal irgendein Video machst, einfach schneiden, 2, 3 Schnitte, je nachdem wie groß, Text drüber, überblenden, Musik kannst du dazu packen. Und man kann auch so schneiden, bei manchen muss ich auch mal so ganz genau gucken auf dem Handy. Also passiert mir auch. So, da uninstalliert, da werden wir mal gucken die Tage. Ja, schaust du an. Weil oft ist ja was, dass du mit dem Handy filmst oder so, was, und dann kannst du es einfach hochladen. Einfach mal Ja. Spaß draus machen. Du musst es ja nicht öffentlich stellen, einfach für dich einmal so zum Das ist Ausprobieren. richtig, dass man mal sieht, was Sache ist. Genau, genau. Und so kannst du dann langsam anfangen zum Schneiden. Das ist. Weil ich Aber weiß mir nicht, fällt auch- gerade eine Sache auf, ne? Hier sind 3 Männer mit Brill und 3 Männer mit Bart. Ja, Ja. Ja, aber nur einer mit Frisur. Meister Propper. Scheiße, eine Runde alter weißer Männer. Super. Naja, alt kann man ja bei euch schon nicht sein, der müsste noch arbeiten. Ah, du glaubst mir's, ich bin schon alt mittlerweile. Du siehst nur alt aus. Was schätzt, wie alt das ich bin? 48. 50 bin ich schon. Bist schon? Oh, ja. Ja, jetzt wäre ich 51. Na ja, da muss ich nur noch 20 Jahre arbeiten. Ja, genau. Aber der Dirk, schau, der ist 28. Ja, ich Der muss ist aber ja nicht mehr so lange arbeiten. Der schaut hier bloß zusammenkackelt aus. Vom Arbeiten. Gell? Ich spare hier Langzeitkonto, hallo? So. Ja. Oh, der- oh, Oh, Mm. oh, die Zicker. oh. Ja, Ach so, ich Zigarette, habe jetzt gedacht. die gönnen wir halt. Heute mache ich auf Pierre Thieme. Der raucht doch auch immer Zigarillos, oder? Unterm Stream. Pierre Ja. Thieme, gell? Der Bär raucht ab und zu mit Zigarillo, ja. Der Waldfotograf. Mhm. Ja. Der zeigt auch, dass man mit alten Schwestern noch richtig gute Bilder machen kann, ne? Ja, aber Aber der, Ich find- der komponiert seine Musik selber, ne? Der nutzt Kesuno. ja, Ja. der singt selber im Wald. Nee, Ich finde, ja? nee, der macht doch Musik, hat doch auch so Ja, ja. Weiß ich gar Der nicht. macht ja Musik selbst. Keyboard, beziehungsweise hat er auch so Musikprogramme, wo er dann halt Mische tut und so weiter. Okay, okay. Ja. Ja, ich finde, ein Instrument sollte man schon spielen können. Und ich habe Ich kann nur Radio. Hackbrett habe ich gelernt. Da habe ich sogar auch Musikauftritte damals machen müssen. Ich arme Sau. Ja. So Horgarten, Musik, volkstümliche Musik und dann habe ich Geige gelernt auf dem Gymnasium. Dann habe ich Gitarre gespielt. Und da denke ich mal, da darf ich auch KI-Musik machen. Also ich kann nur Triangel spielen. Ja, nicht so einfach, Triangel. Gell? Du musst Ja. auch wissen, ja, das ist unterschätzt immer. Hm. Ja, na, so nicht. Mit Gefühl, Dirk. Also, Und meistens die Triangel, wo man dann so im Kreis schlägt, dass man die Leute ruft, dass Essen fertig ist. genau. Das ist die beste Melodie. Ja, da haben wir Hufeisen dort einen Hänger. Am Ja. Hufeisen. Ja, super. Hat der Murat jetzt so geantwortet? Nein. Ne. Okay, Murat lässt uns im Stich. Das war kurze Unterbrechung von Daniela und jetzt geht's weiter. Eieiei, du bist ganz schön frech. Frisch verliebt. Oh mein Wie, Gott. also wie immer, ne? Ja. Ja, wie man dich kennt. Aber der Murat und ich, wir kennen das Ja. halt, ne? Ich bin ja froh, dass ich nicht mehr verliebt bin. Na, Ja. Aus dem Alter Ja, bin ich ja. da draus. du bist ja noch einfach fertig, was schon, hast der Muskelkater 3 Tage. Ach komm, das ist heute gar nicht wert. Wegen 2 Minuten da.
Aber was Sascha da geschrieben hat, ne? Pocket versus Luna, hat er da was gesehen, ne? Mhm. Ne? Mhm. Luna habe ich mal ein paar Videos angeguckt, ja. Die ist in Ordnung, die ist wie die Pocket, nur anders. So. Genauso wie die Pocket 4. Was soll ich mit der? Nö. Da hat irgendjemand ein Video rausgebracht, der hat gesagt, die Pocket 4 hat ein Riesenproblem, und zwar die Pocket 3. Und das stimmt, die haben das einfach zu Ja. kurzfristig rausgebracht, zu engmaschig. Und DJI ist mittlerweile echt so pervers. Da müsstest du alle 2, 3 Monate was Neues kaufen. Da sind die Abstände einfach zu kurz und die Schritte nach vorn, was dich verbesserst, einfach zu gering für den Preis. Deswegen keine Ja, aber Pocket. das ist bei allen Elektronikherstellern so. Der Unterschied merkt man zu wenig. 2, 3 Generationen überspringen. Und wenn ich mal hole, die Action 4, das ist so eine geile Kamera. Ich würde fast sagen, die macht das beste Bild von allen. Ne? Da brauche ich nicht unbedingt. Da wirst lachen, für Timelapse nehme ich zum Beispiel die GoPro 8 her. Weil das Farbformat ganz anders ist, viel schöner. Und die ist auch schon uralt. Da brauche ich mit nichts Neuem anfangen. Also, Gut, ich muss dir sagen, ich hatte ja mal die GoPro Hero 9, aber die war so unzuverlässig, ne? Zu viel Abstürze und ja. Wird zu warm, oder? ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, ob sie zu warm war ist, aber der Murat hat ja auch GoPro schon gehabt, war nicht zufrieden. Also es gibt ja viele, wo Probleme mit GoPro haben, ne? Ich glaube, ich Deswegen jetzt habe auch alles zu DJI gewechselt oder sowas, weil die sind absolut zuverlässig, ne? vollkommen Ja. Action 4, absolut geil. Gefällt mir. Total, brauche ich nichts Neues. Warum? Und ich glaube, das habe ich jetzt die 8er oder 9er GoPro, weiß jetzt gar nicht, aber unzuverlässig sind es. Das stimmt wirklich. Also manchmal Abstürze, überhitzen, ausschalten oder einfach die Aufnahme unterbrechen dann. Das ist ja bei der GoPro schon öfters passiert, ja. Ja, Aber- ich denke mir auch, GoPro hat sich so lange auf seine Lorbeere ausgeruht. Ja. Die war ja lange Jahre Marktführer und dann haben sie gepennt. Ja, ist doch super. Die kann 4K, die kann alles, hat Rocksteady oder Stabilisierung. Ja, also, wo sind wir da jetzt bei der 6er schon, oder? 6er, ja. Komm, das ist. Aber die ist gut. Also Und was kann die besser, was man auf YouTube sieht? Dunkelheit kann sie besser. Ist sie Das wirklich ist immer besser. das Totschlagargument. Weil der Sensor immer um 5 mm größer ist und da heißt bessere Lichtverhältnisse im Dunkeln. Ich glaube nicht einmal, dass das arg der Sensor ist. Das ist einfach die Software, wo sie überarbeitet. Und dann kein Updates gehen. Wenn du die Updates auch auf die alte Kameras machen würde, wäre die Ja. auch besser. Ja, und dann für Update, wo es eine Nummer im Code vielleicht ist, von 0 auf 1, so viel bezahlen, ich finde das. Ja, Schau her, bei der Pocket 3, was haben sie geschwärmt? Lowlight, genial die Kamera. Ui. Ja, und jetzt soll die auf einmal nicht mehr gut sein. Ich habe ein bisschen Beleuchtung gemacht, ne? ja. Was, Man kann ja auch externe Lichtquelle holen, oder? mit was hast du da rumgeleuchtet? Mit dem Handy, mit eins von meine 3. Ah, Also, okay. Oh mal. Hä? Das hat ausgeschaut wie eine Filmdose. Ja, Ja. genau. Das ist so geil. Kannst du Helligkeit einstellen, kannst du Farbe einstellen. Ich nenne jetzt an Andreas nicht mehr Andreas, sondern kennst du noch wie hat der heißen? Mr. Gadget? Die Zeichentrickserie? Du kennst das, gell? Ach, der Dings, der Gogo Gadget. Go Gadget, genau. Ja. Genau. Der hat auch alles. Ja, Licht ist so ein bisschen mein Fable. Da habe ich also fast professionelle Lichtausrüstung. 100 Watt, 60 Watt, 30 Watt, alles Mhm. dabei. Da stehen hinten auch, vielleicht siehst du es, die Scheinwerfer. Ja, so Dinge habe ich auch. Ja, da unten sind noch 2. Und dann habe ich nur so große Daylight-Scheinwerfer, wo du die großen Röhren reinschrauben musst, mit 8 Stück. Zack, 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 zack. Oh nee, das habe ich schon lange. Ich habe nur noch LEDs. Okay, na, richtig, die Röhren. Da sind überall Röhren drin. Das sind keine LEDs. Das sind halt das richtige Röhrenlicht.
Ja, bei mir hat auch alles Akku. Ich muss alles mitholen können. Bei mir Okay. gibt es nichts ohne Akku. Ja. Und kaputt machen darfst du es auch nicht, weil ja das gar so giftig ist, das Zeug. Die Mir doch Füllung. egal. Was ist heutzutage nicht giftig? Ja, das stimmt. Zum Beispiel Zigarillos, gell? Ja, relativ. Action 6 variable Blende von 2 auf Ja. 4 war schon gut. Das ist richtig. Soll ich euch verraten, von wem ich die Action 4 eigentlich habe? Ist auch ein netter Sidekick. Und zwar vom Sascha. Weil wir uns immer so die Vorgängermodelle hin und her geschoben haben. Also Sascha, wenn du die Action 5 verkaufen willst, meld dich. Aber die 5 und 4 machen auch gute Aufnahmen. Ja, Ja, also das ist mit der richtig. 4er, das war die beste Entscheidung, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ja, Auch das ist richtig, ja. definitiv. Und, was schreibt er noch? Stimmt, super Kamera. Die Ja, Pocket man muss nicht 2, jeden Kurs mitmachen. Ne? die Pocket 2, wisst ihr, von wem ich die habe? Kennst du nur einen Lichtsetzer, Thorsten? Ja, Ja, genau. Die ist vom Lichtsetzer. Weil sie mir immer gefragt haben, weißt du, haben sie die Pocket 3 dann gekauft und jetzt das alte Zeug. Sag ja, ich nehme das geht genauso. Ich brauche nicht immer das Neueste. Das ist mir recht ja, die praktisch. Pocket 2 ist ja auch in Ordnung. Also scheint da noch eine Halterung, wo das Handy direkt anschließen kann. Das Ja, geht dann auch mal. Ne? da ist alles dabei. Der große Akku, dann der komische Stab, wo du das reinsteckst mit der Fernbedienung. Dann Objektiv, ND-Filter. Da ist alles komplett mit dabei. Finde ich gut. Also. So, Jungs, wie schaut's aus? Machen wir langsam Schicht im Schacht, ha? 12:30. Ja, Haben wir es echt geschafft? meld dich, wenn du wieder Livestream machst. Spielen wir wieder ein bisschen mit. Ja, gern. Also ich will das jetzt eigentlich mal schauen, jeden Samstag zu machen. Vielleicht können wir ein Thema vorbereiten oder sowas. Findet ihr mir recht eine coole Idee? Ja, super. An Sascha sein Nugget mehr die gar nicht, weil der ist so verbastelt. Wenn man seine Videos anschaut, was der da alles eingebaut hat. Das ist ja Bastlerauto, Sascha. Na, Nugget, ich muss da ehrlich sagen, ich schaue mir die Nuggets immer an mittlerweile, gell, wenn ich sie auf der Straße sehe. Das sind schöne Autos. Mein Schwager hat auch ein Nugget. Der hat so extremes Hochdach. Okay. Ja, der ist jetzt auch wieder gerade in Frankreich auf Tour. Das sind schon tolle Autos. Wie bitte? Starlink kann auch drauf basteln. Sascha, du spinnst ja. Was ist das? Ich bin Das, unwissend. Satellitensystem vom, wie heißt das dann? Elon Musk. Ja. Das ist ja Für kein was, zum Nugget mehr. Navigieren oder was? Oder Hä? Bitte? zum Navigieren oder was? Oder, Nee, oder? für Dings, Fernseh. Na, Starlink okay. ist mobiles Internet. Das haben so die Satellitenschüssel, die komischen Tafeln, was du aufstellst. Die Starlink-Satelliten, was wir aussetzen, einen nach dem anderen. Was man oft am Himmel sieht, so ganze Ketten sind das. Der will Aber- jetzt ein Handy bauen, wo über Starlink geht. Okay. Dass du überall auf der Welt Empfang hast. Ja, der Starlink ist irre. Aber Hab ich mal- teuer, ne? Ja, so 50 Euro, glaube ich, zahlst du im Monat schon. Ja. Und Ich bei habe mir ein mir- mobiler Router für 50 Euro geholt und lässt mich über mein Mobilnetz laufen. Okay. Auch Ja, nicht mehr aber Ruhe. das ist ja, wenn du keine Netzabdeckung mehr hast, dann hast du das Starlink. Ja, natürlich. Wenn du in der Wüste bist oder ja, wo der Sascha überall so rum ist, weißt du, Safari im Dschungel, dann braucht man natürlich Starlink. Aber das ist ja dann kein Nugget mehr, das ist ja eher, ich glaube, da schaut so, kennst du die Sternenzerstörer noch von Star Wars, die Riesenschiffe? Ja. So, stell dir mal Sascha sein Nugget mittlerweile vor. Ich glaube, jetzt da einsteigst, also was der da alles verbaut hat mittlerweile, gell? Faszinierend. Aber der Nugget hatte Name. Gandalf. Ne? Ja, der Graue. Ja. Mhm. Aber der Nugget,
Oder auch noch so die Größe, du kannst nicht irgendwo nur hinfahren. Du kannst jetzt in der Großstadt mal reinfahren. Mach das mal mit einem fetten Wohnmobil. Das macht ja gar keinen Spaß mehr. Daher finde ich Nugget, Ja, es wenn kommt drauf an welchen, ne? Also, viele Einfahrten sind nur bis 2,20 Meter, ne? was hat der Nugget? Der hat keine 2,20 Meter. Mein Schwager, der hat, glaube ich, 2,60 Meter sogar. Beim Nugget. Ja, der hat einen hohen Aufbau. Der ist riesig groß von oben. Okay, krass. Den kriegst du in alle Variationen mit Deckel, wo du aufklappen kannst, mit 30 Zentimeter höher. Ja, Und je höher der ist, desto besser kannst du dann drin stehen. ja, klar. Ja, beim Sascha sein ist es auch, der kann oben einen Deckel aufklappen, dann hat er so wie so Zeltplane links und rechts. Genau. Dann kann er das Bett irgendwie so runterklappen, dann hat er oben unterm Dach so ein Bett, wo er reinkriechen kann, so eine Schlafkoje. Wo ich gesagt habe, der hätte viel zu viel Angst, was meinst du? Wie du Wieso? reinkriegst. Na, erstens kein Platz sein und zweitens der, was drunter pennt. Ah, Will jeder runtersammeln mit dem Bett. Da wächst kein groß nicht mehr. stell dich nicht so mädchenhaft an, Tja, der, bisschen runterfalle. Warum sind dann die Wickelkommode alle so hoch? weiß ich nicht. Dass man hört, wie die Kinder runterfallen. Ach so. Ich habe jetzt gedacht, damit man keine Rückenprobleme kriegt beim Wickeln, oder? Ja, irgendeine offizielle Begründung muss es ja kennen. Den Typen, der unter mir pennt, den würden sie nie mehr finden. Der pulverisiert. War zuletzt auf einem Campingplatz, da war Telekom fast nicht möglich. Ja, Telekom. Klappt aber auch nicht reden. Ja, ich habe bei uns den auch kennen. Ja, 2,6 Meter geht's noch. 2,6 Meter, ja, passt ja. Ja. Ich bin 1,85. Aber der Nugget, der will mich schon. Aber ich würde das wieder, ich würde die Wohnung kündigen und wäre da irgendwie Weltreise damit. Das wäre, Ja, das will ich mit dem Nugget, glaube ich, nicht machen. Dafür ist er dann zu klein. Da will ich ein bisschen mehr Komfort. Aber Ja, so aber- als Fahrzeug, wo du auch im Alltag nutzt, ist das super. ja, aber wie viel Komfort brauche ich denn? Wenn ich jetzt so verfolge, was der Sascha da in sein alles eingebaut hat, das ist ja irre. Von Kaffeemaschinen über Mikrowelle, über keine Ahnung. So viel brauche ich Hat doch. eine Mikrowelle drin? Bestimmt, der hat alles drin, da bin ich mir sicher, dass der Also- eine Mikrowelle drin hat. Ich glaube, Toilette ist kein drin. Oder nur so ganz kleine, wo man hinten neben dem Esstisch rausfährt. Ja, genau, unten raus, unten, oder? Ja, Der und Sascha braucht keine Toilette, der hat ja Windeln, ne? Er hatte Wickeltisch im Nugget. genau, O2 ist der Klasse. Da habe ich überall Abdeckung bisher. Okay. Ja, haben wir früher auch nicht gehabt. Campingtoilette oder einfach ein Busch und eine Rolle Klopapier. Also, Ja gut, das geht heutzutage nicht mehr. Aber Campingtoilette habe ich auch. Verschweißertoilette. hm. Da brauche ich nur eine graue Tonne, da kann ich alles drin entsorgen und gut ist. Das Einzige, was mich nerven wird, das wäre das Duschen. Aber da gibt es ja auch so Säcke, wo man hinten aufmacht und da hängt so ein Duschsack hin. Ja? Da kann man hinten Ja, auch das brauche ich zumachen, nicht. Ich habe eine Kanister, da mache ich warm Wasser drin und da habe ich eine USB-Dusche. Kann ich mit USB laden. Siehst du es? Airfryer, deswegen. Ich habe gewusst, der hat irgendwie sowas. Was wir unbedingt beim Campen brauchten, Airfryer. Super. Ja, Ja. das ist, Trenntoilette, okay. ja. Ja, es ist Da schon. gibt es so viele Sachen, was man da machen kann. Wir haben jetzt eine Markise ans Auto dran gemacht, die ist 4,50 Meter auf 2,60 Meter mit Mhm. Seitenteile, wo ich Geil. zumachen kann. Auf die eine Seite und auf die andere Seite, Okay. da stelle ich dann ein Luftzelt hin, 2,50 Meter auf 2,50 Meter. Und Okay. auf die Rückseite habe ich dann noch ein Heckzelt, 2,50 Meter auf 2,50 Meter. Das brauchst du aber dann für dein leichtes Equipment, oder? Also Ja, Zelt genau. ist voll damit. Ja, super. Ja, Ja, man muss ein bisschen kreativ sein. Ne? für frische Semmeln. Alter. Also ganz ehrlich, wo ist denn das alte Camping noch hingekommen? Das ist ja schon Luxuscamping, oder? Dirk, du warst beim Bund, gell? Du hast gedient. Ja, ja, natürlich. Hallo? Ja, Wer du warst- nicht? Hä? Wer nicht? Du auch, oder? Du hast da gedient. Also ich habe für 3 Leute gedient. Ich war 4 Jahre dabei. Ja, ich war auch 4 Jahre. Also jetzt vergleiche mal das Biwak und so weiter mit dem Luxuscamping. Was hätten wir uns gefreut? Frische Semmeln.
Also es ist schon ein Standard, wo ich sage, oh, das hat aber jetzt wie Bei der- Camping. Bei Ja, der, bei der Rekrute-Besichtigung, ne, da haben wir ja erst Marsch gemacht und Gefecht und so weiter, da haben wir Lager bezogen. Und da habe ich meine Dackelgarage aufgebaut, ne, also aus 2 Zeltplane. Ja, ja. Und bin ingeschlafen. Ich bin dann gar nicht zur Wache ingedellt worden oder so. Habe aber auch das Abendessen verpasst. Ne? wir haben das, Da- glaube ich, einmal gemacht beim Bund. Aber wir haben da nicht geschlafen, wir haben viel Durst gehabt. Na, ich habe das Problem gehabt, ich war in der Einsatzkompanie. Also Gebirgsjäger, Einsatzkompanie. Um Gottes Willen, da muss man sich ja richtig bewegen. Ja, ja, und das sind Kampfschweine gewesen. Die waren Somalia, Jugoslawien. Also es war Einsatzkompanie, nicht so 0815 Mulitreiber-Kompanie. Und das war die geilste Kameradschaft, was ich jemals gehabt habe, ganz ehrlich. Also ich war Grundausbildung, war in Daun bei Koblenz oben. Da habe ich Jugoslawisch lernen müssen. Schmidtsche Spielwiese. Hä? Die Schmidtsche Spielwiese bei Spielwiese. Koblenz. Ja, keine Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz. Dann hast du hinten ein riesiges Antennenfeld gehabt. Die Kaserne war nicht von Soldaten bewacht, sondern privater Sicherheitsdienst. Da sind nur Offiziere da oben rumgelaufen, also wirklich die allerhochgestochensten. Ich war der Einzige aus Bayern, also sowieso der blöde Seppel. Ja, bist sowieso schon alles nicht ganz sauber auf der Platten. Und dann habe ich da Jugoslawisch lernen müssen, also immer stundenlang im Bunker gehockt. Da hast du so eine komplette Überprüfung braucht vom MAD. Der hat deine Familie, deinen Freund, Freundeskreis, deinen Umgang, alles erstmal geprüft. Und dann bist du im Bunker gehockt mit solchen Kopfhörern und hast den russischen Funkverkehr abgehört. Den Jugoslawienkrieg damals. Und dann hast du aufschreiben müssen, wo die russischen Stellungen und Truppenbewegungen sind. Und da ist es jeden Tag zum Rühe gegangen. Das war der Verteidigungsminister damals. Nee, so Quatsch haben wir nicht mitgemacht. Naja, Spionage, ELOK, elektronische Kampfausbildung. Wir haben Flugplatz und Kaffeebar gehabt. Ja, ja. Ja, ne? Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt auf die komischen Pinsel. Und dann bin ich eben zu den Gebirgsjäger. Habe da mal komplett die Ausbildung gemacht. Und das war so eine Kameradschaft. Da war der Dienstgrad sowas von scheißegal. Da hat einfach der Mensch gezählt, was kannst, was machst, wie du motiviert bist und so weiter. Das hat gezählt, egal wie viel Pommes oder Sterne du drauf gehabt hast. Ja. ELOK, die Fallschirmjäger hatten Kraka. Ah, Gott sei Dirk. Ja, und dann haben wir Winterbiwak gemacht. Auf der Reiteralm. 2 Meter, 3 Meter Tiefschnee. Schneehöhlen graben und da drin pennen. Das Einzige, was mir gegraben waren, waren die Russenbirne. Russenbirne? Ja, da hast du ein Loch gemacht, ungefähr so 70, 80 Zentimeter im Durchmesser, Mhm. ungefähr ein halber Meter tief und dann unten drunter wie eine Kugel. Und wenn du die richtig gebaut hast, da konnte auch Panzer drüber fahren, ist das Ding nicht eingestürzt. Okay. Und dann haben wir das Ding noch tarnen müssen. Aha. Ich habe dann die Russenbirnen gebaut, als alter Bergmann kann man graben. Aha. Okay. Und haben das Ding schön getarnt und haben mich da zurückgesogen und bin hingeschlafen. Und irgendwann, wo das Manöver vorbei war, bin ich wieder wach geworden. Wir haben mich nicht gefunden. Hast du drin pennt oder was? Ich hatte drin gepennt, voll weggepennt. Kennt ihr eigentlich? Die Geschichte muss ich jetzt noch ganz kurz erzählen. Weil das ist auch wieder so eine Arschloch-Story, wo ich mich köstlich drüber aufregen kann, das, ja, 30 Jahre, 25 Jahre. Kennt ihr einen Stefan Ross? Trompetenspieler, Ja. verheiratet mit der Stefanie Hertel, moderiert den Jetzt nicht mehr, Fernsehgarten. jetzt nicht mehr, ja. Genau. Richtig blödes Arschloch, der kommt ja bei mir aus der Nachbarstadt, der laufend besoffen in irgendwelche Schaufenster gefahren ist und so weiter. Jetzt passt auf, legit, eine echte Story. Rekruten. Wir haben uns immer abgewechselt zwischen Strupp und Reichenhall. Ich war in Reichenhall. Dieses Jahr waren wir dran mit Rekruten. Wer kommt? Stefan Ross als Rekrut in meine Kompanie. Der hat, ungelogen, am ersten Tag war Bild der Frau, Freizeitrevue, Bildzeitung, alles, was ihr, Gala, an die komischen Weiberzeitschriften kennt, waren vor Ort. Hat er sie mit der Stefanie Hertel fotografieren lassen in traditioneller bayerischer Gebirgsjägeruniform. Ja? Richtig toll.
Am nächsten Tag ist er zum Spieß, die Mutter der Kompanie. Also ich war bei der KP4 und habe das mitgekriegt. Dann ist er tatsächlich zum Spieß und hat gesagt, pass auf, also Montag kann er nicht zum Dienst kommen, da muss er sich ausruhen von die Auftritte. Dienstag könnte er kommen, das wäre kein Problem. Am Mittwoch nur halbtags und Donnerstag, Freitag müsste er sich wieder auf seine Auftritte vorbereiten. Also die 1,5 Tage könnte er schon zur Bundeswehr kommen. Und das war damals so Pflicht, gell? Das war Wehrdienst. Hat sich draußen noch richtig fotografieren lassen, pressewirksam. Gell? Der Spieß ist ausgeflippt. Der hat den angebrüllt. Der Stefan Ross ist dann raus, der war bloß so am Zittern. So ist der da gestanden, wie ein kleiner Schuljunge. So. Weil was ist überhaupt das Einbild, wo er da ist, mit seinen Auftritte. Gell? Es ist ja im GZ und so weiter überall Rauchverbot. Hinterm Stefan Ross ist der Lieutenant gestanden, Leutnant Ehlert, super Typ. Sagt der Stefan, Markus, hast du Zigaretten für mich? Der Leutnant schaut mich so, ich schaue den Leutnant da, ja, Zwinker, Zwinker, ja selbstverständlich. Da Stefan raucht eine Kipperei, zündet sie im GZ Zigaretten noch. Hat ihn der Leutnant zusammengeschissen, der hat den zusammengebrüllt ins Achtung stellen, was ihm eigentlich einfällt. Er war fix und fertig, der hat geheult. Der hat wirklich geheult. Ja. Dann, nach einer Woche, und jetzt kommt das Krasse, Gebirgsjäger ist ja auch so ein Traditionsverein. Also in Bayern ist das Gebirgsjäger, ja. Und die haben auch so Ja. Vereine und auch die Reservisten und das ist alles so vereinstechnisch. Hat er tatsächlich, ich weiß nicht wie viel Mark, es waren damals Mark, an den Verein, an die Gebirgsjäger gestiftet und ist dann auf unbestimmte Zeit vom Dienst freigestellt worden. Nee. Ja. Und das habe ich damals die anderen Rekruten, die was die 12 Monate runterreißen haben müssen, habe ich für so eine Frechheit empfunden von dem Arschloch. Ja. Also Geld regiert die Welt. Aber er hat sich fotografieren lassen, er ist bei den Gebirgsjäger. Toll. Ja, so läuft es. Und Trompeten spielen kann er nicht wirklich gut. Playback. Wir waren nämlich einen Tag beim Winterbiwak dabei und da haben wir gesagt, wenn er Trompete spielen kann, dann soll er die Kompanie mal mit einem Trompetenspiel aufwecken. Und es war eine Katastrophe. Ja, das wollte ich eigentlich nur schnell erzählen. Ja, da erlebt man schon Sachen beim Bund. Ja. Außen hui und innen pfui, was? Aber denkt, ja gut, dann Geld spenden, ja, und dann wirst du auf unbestimmte Zeit freigestellt. Ja gut, vielleicht haben sie auch gemerkt, dass man mit dem nichts anfangen kann. Mit dem hast du nichts anfangen können. Das war Das, ja schlimm. Ganz schlimm. Hm. Naja, gut. Also, wenn ihr Bock habt, nächsten Samstag werde ich das wieder ein bisschen publik machen. Vielleicht haben wir dann einen Chat am Mehrer. Weil der fleißigste ist der Dirk im Chat. Nee, das hast du auch, oder? Und der Sascha, aber der schläft schon. Aber das muss sie erst wieder einspielen, gell? Wenn ich schaue, zwischendrin waren wir 50, 60, 70, 80 Leute, was ich schon gehabt habe. Und dann jetzt das halbe Jahr gar nichts mehr gemacht oder ein Jahr. Das dauert einfach wieder Zeit, bis das rumspricht. Gell? Aber da wäre ich wieder. Und wenn du Hilfe beim Schnittprogramm oder so brauchst, meldest dich einfach. ja, das mache ich. Wir sind da, glaube ich, auch auf Instagram connected, oder? Ich meine, ja. Gell? Ansonsten Ja. auf Instagram, wenn es ist. Und dann. Gut. Weil Mache du zwar hast- recht wenig in Instagram, aber ja. Du, ich mache auch ganz wenig. Ganz selten mal Insta ist meins. Facebook habe ich jetzt wieder mal reaktiviert, aber auch bloß wegen Murat, dass ich den stalken Ja. kann. Ja, das ist alles, das stört mich alles ein bisschen, die Qualität von den Bildern, wo man da zeigt, die wird so runtergerechnet, das gefällt mir einfach nicht mehr. Bei Instagram. Und bei Facebook. Ja, und das Format gefällt mir nicht. Du brauchst jetzt auf 3 verschiedenen Plattformen, auf 4 bist, brauchst eigentlich 4 verschiedene Formate. Also es ist, Ja gut, ich mache nur ein Format und lässt die Bilder auf Instagram nicht beschneiden. Ich lässt ja, sie so, wie sie sind. Da mache Okay. ich gar nicht rum. okay. Ja, aber es nervt schon. Das nervt schon. Ganz kurz noch mit Zeltplatz, Markus, bei dir in der Nähe, such mal was Schönes. Ich nagel dich fest, Sascha, gell? Weil du sagst immer, du kommst. Und dann kommt er nicht. Du könntest, wenn du Bock hast, Sascha, schau mal Oktober auf die Imagine World.
auf die Messe. Kostet 10 € Eintritt fürs Wochenende. Außer der Rico Best macht wieder Rabattaktion, dann kostet es, glaube ich, 1 € oder so, keine Ahnung. Aber das wäre auch was, weil da treffen sich doch einige Leute. Hast du die Filter vom Rico? Nee, ich packe keinen Alpha Nature Best Typen, ich packe keinen Wiesner, ich packe keinen Rico, keine Ahnung, hurra, da bin ich wieder. Ist nicht so Also mein. die Filter vom Rico sind super. Die Was? sind richtig, richtig gut. Die Filter. Ja. Der hat jetzt Der irgendwie so ein Video rausgebracht, so ein Short auf Facebook. Der hat irgendwie so ein Filtersystem hat er da erfunden und gebastelt. Genau. Das Und ist da super. hat er beschwert, weil es kaputt gegangen ist. Und da hat er heute ein riesiges Beschwerdevideo über den Typen rausgebracht. Also ich weiß nicht. Das Ja, habe ich das, sogar auch geguckt. Ja? Das habe ich damals sogar auch geguckt, durch Zufall. Ah, okay, ja, irgendwas. Es war so ein reißerischer Ding wieder, so ein Aufruf, so irgendwie, keine Ahnung. Und ja, ich weiß nicht. Der Wiesner nennt sich als Fotograf, aber für mich ist er einfach nur ein Händler mittlerweile. Also, wann geht denn der mal raus? Oder oh, der ist viel draus. echt? Ja, der Wiesner ist viel draus. Okay. Der macht viel. Ja, Und- vielleicht gebe ich ihm mal die Chance und schau mal. Aber wenn ich schaue, dann Also- stellt er mir irgendwas vor. Ich mag ne. Was auch richtig Ja. gut sind, ist Pavel Kaplun. Die sind super. Okay. Und beim Filterfotograf, was sehr interessant ist, sind die Filter fürs Handy. Der hat einen Adapterring, wo du Filter drauf machen kannst. Das ist so geil, der Filter. Dort Okay. der Polfilter drauf. Boah, der helle Wahnsinn. Oh, da bräuchte ich viel mehr Der, Zeit. der Sascha hat doch schon mal so Lehrgang oder Seminar, Fotoseminar beim Rico Best gemacht, ne? Ja, genau. Da habe ich ihn gefragt, wie das war. Und das war eigentlich, glaube ich, nicht ganz so prickelnd. Das Sascha hat sogar ein Video rausgebracht, wie er zum Sascha gesagt hat, wie ist denn das eigentlich? Da läuft ja nur hinterher, keiner erklärt dir irgendwas, vom einen Spot zum nächsten, irgendwie ewig den Berg hoch und so. Da mussten wir mal fragen. Fragst du mal den Sascha, wie es mit Rico Best war? Also, wenn ich mir vorstelle, was das kostet und so. Also, Ja gut, die sind ja alle Schweine teuer. Das war ganz so teuer. Das war ja schließlich zum Bestpreis. ja, genau. Und mit dem Code für 10% billiger. Und dann, wenn du Holy kaufst, dann wird es noch günstiger. Oder VPN Nord. Also. Ja, ich weiß nicht. So. Gut, Ihr zwei, ja. ich würde mich jetzt aber verabschieden, Mo, ne? Jo. Jetzt haben wir 1 Uhr. Jetzt muss ich auch Schluss Da machen. wünsche ich dir gutes Nächtle. Muss morgen arbeiten? Ja, nee, ich bin jetzt im Wochenende. Ah, du hast richtiges Wochenende. Ja, Weil das haben wir nicht gehabt. Wir haben Samstag, Sonntag noch gearbeitet. Wir haben so ganz komisches Schichtsystem gehabt. ich schaffe ja kontinuierlich durch. Also arbeite frei und so weiter. Schichtplan bis, wenn Sag nichts geändert wird, bis ich in Rente gehen. Sowas darf man Dann nicht ist sagen. gut, ja. Also, ich bedanke mich vielmals. Habe mich richtig gefreut, dass ihr vorbeigeschaut habt. Es war eine richtig angenehme Runde. Nächstes War super, ja. Nächstes Wochenende will ich das nächsten Samstag wieder machen. Und vielleicht habt ihr Bock zum Vorbeischauen. Vielleicht habt ihr irgendein Thema, was ihr mal mitbringen könnt. Und ja, einfach mal ein bisschen zusammen quatschen. Vielleicht können wir auch mal in Murat, jetzt hätte ich gesagt, von der Mutti runterholen. Einfach mal fragen, ob er auch Zeit hat am Wochenende. Und ja, in dem Sinne, also wirklich habe ich total gefreut. War genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja? Doch, es hat mich auch gefreut. War richtig super bei dir. Dankeschön, freut mich. Also, hat mir Also, gefallen. wie sagt man bei uns? Servus, pfiat euch und habe die Ehre. Alla, Stay ciao. tuned oder was, gell? Oder? Ja. Wenn ihr die einmal verstehen könnt. Pfiat euch, ciao, ciao. Alle. Alla, tschüss.